Okay, ich hoffe, es kann all Mensch als hören und auch gut gesehen. Mein Name ist Salma Weber und ich arbeite für Natur und Umwelt und ich mache die politische Arbeit und ich mache nur eine kurze Introduktion, eher mal zum eigentlichen Teil von dieser Formation überkommen. Voilà, das heute aus den ersten Teil von also von 3 Sitzungen zum Thema sich politisch abbringen zu Lützeburg, von denen einer ONG schafft. Das Formation gouf initiiert von der EBL, vom Cercle a vu Natur und Umwelt. Ech so nummer fir dége pur organisatorisch Sachen eier mal zum Hauptdeel kommen. Und zwar geht Darstellungen bei Teams, für all die Leute, die sich vielleicht nicht so gut auskennen, die Hütte irwischte Rand, also von ihrem Ekran oder also entweder damit oder seitlich, je nachdem es wird gerade abgebaut aus Pummeloch innen eng Licht und du könnt da Ausstellungen vorholen. Du wäret für ich ganz praktisch, wenn der Auswähle gibt, für Partizipants Usicht zu holen, also bei Galerie quasi ja, das auswählt. Und so können der ganze Information am besten wie wären. Wenn das nicht für alle Menschen gerade aufzufangen ist, mir sie vielleicht kurz Zeche gehen, sonst meine ich weiter. Ich meine, dann nicht alle Menschen fand. Neben dem Chat-Symbol, den Chat ist leider desaktiviert für die Sitzung, da fand ein kleine Hand und die könnt ihr hier wählen und dann wird den Gilles, den habe ich gerade neben mir sitzt, kurz winkt, da wird der Gilles erst abrufen, das heißt, wenn er eine Frage hat, dann könnt ihr das signalisieren, indem ihr kurz eine Hand hier die virtuell. Noch eine andere wichtige Sache ist, dass es immer gut ist, das Mikro auszuschalten, weil sonst haben wir halt ganz viel stärkeren Hintergrundgeräusche. Wichtig ist auch zu wissen, dass das Formation abgezeichnet wird. Wir werden aber just den Präsentationsteil, also die eigentliche Präsentation von Maurice Donneau weiterverwerten, nicht eher Diskussionsrunden am Schluss. So, dann noch zur Frage, für was wir überhaupt das Formation heute anbieten. Das ist ganz einfach. Wir haben uns bei uns selber gemerkt, an unseren Gesprächen mit unseren Kolleginnen und Kollegen, dass es eine größere Unsicherheit gibt, die ganze Wolle, wie man sich politisch abbringen kann. Und das ist aber natürlich bei unserer Arbeit immens wichtig, eben auch nicht nur, dass wir uns politisch engagieren, sondern auch, wie wir uns richtig und effizient politisch engagieren können. Und dafür ist es von mir immens wichtig, dass wir das politische System, an dem wir interagieren und mit dem wir interagieren, besser verstehen können. Und weil es eben noch keine weiter vergleichbare Formation wie so zu Lützeburg gibt, von mir ist es die Idee, Delo zu stellen an Lucy Mahai. Voilà, ihr wisst ja, dass die ganze Formation eben aus 3 Teilen besteht. Das heißt, heute widmen wir uns der Frage, wie das politische System zu Lützeburg funktioniert und wie man sich als Zivilgesellschaft da abbringen kann. Und Moderation, die überhält den Maurice Molitor als Gast. Eher den Maurice anfängt mit Schwatzen, so ich noch 2-3 Wörter zu seiner Person. Hier ist bestimmt bekannt als Journalist und Redakteur vom 100,7. Für 100,7 hat den Maurice auch noch eine andere Sache gemacht, nämlich zum Beispiel 10 Jahre für RTL geschafft. Und nur RTL 2001 ist er dann rübergewechselt für 15 Jahre an die Chambre und hat da am Bereich Relation Publique geschafft. Und am Kader von der Arbeit hat er unter anderem beim Chambre TV mitgewirkt. Und nur 15 Jahre an der Chambre, also du noch in eine andere Richtung gegangen, eben an den RTL, an 100,7, wo der Maurice bis heute schafft. Voilà, an Grund von der Karriere, die mir ganz überzeugend fand, haben wir gefunden, dass der Maurice die perfekte Person wäre, für heute erst durch das politische Lützeburgische System zu guidieren. Voilà. Ich will nicht mehr allzu lange weiter schwatzen und lassen den Maurice zu Wort kommen. Ein Hinweis nach den anderen wichtig ist, wenn er eine Frage hat, dann zeigt nicht die direkt zu stellen, eben an dem seine Hand hilft. Wenn es nur kleine Fragen sind, die sich spezifisch auf irgendeine Folie gerade beziehen. Wenn es eine größere Frage ist, holen wir uns dafür Zeit ganz gerne am Schluss, wo wir ungefähr eine halbe Stunde angeplant haben, für Fragen zu stellen. Ich meine, wir können dann nur offiziell danken. Gut, merci für die Präsentation. Ich muss mal gehen, an eine Kamera richtig dran zu schätzen, die just für Rummer steht, weil können so einfach ist, weil wenn man schon am Bistro Wert für eine Television hängt, dann wisst ihr, dass ein Navigator aufgelenkt wird an
permanent tentéier, dass an die Richtung von dem Ekran zu gucken. Ich finde ein Ekran just über mir, op dem ich am Moment geif mich gesehen, wenn ich überhaupt gucken, du nur PowerPoint-Präsentation. Kann ich nicht versprechen, dass es nicht mal wert geschehen, dass ich eben an die Luft gucken, da wisst ihr, warum das leid. Weil wir schwätzen also de Moien iwwer Lobbyerbicht as für ein Term, den bisschen eng Geschmäckle gefen se an Deutschland so ein bisschen negative Beigeschmack huet, immer so so dabei de Verdacht von deieren Niessen gut Niessen op de invitéiert gëtt vun Reesen eventuell sogar Enveloppen, die ënner dem Dëchin an hier gi fir Decisionen aus engem Sinn zu beeinflussen. Das ist sich schuld, weil ich denke, dass Lobbyerbicht aus der Sicht von den Politikern nicht unbedingt immer so negativ besät ist. Am Gegenteil, ich denke, alle Politiker als froh oder misst froh sind von der Expertise von Leuten, die bei einem bestimmten Dossier schaffen, können es profitieren, dann noch darauf zurückzugreifen, nicht mal unbedingt für eine Decision am Sinn von anderen Leuten umzusetzen, mir einfach auch an Zusammenhang mit seiner Meinungsbildung für die zu vervollständigen. Lobbyerbicht kann ich auf allen Niveauen von der Politik machen. Wir machen es haut, wir limitieren uns auf die Lobbyerbicht am Niveau vom Parlament, und das passt doch extra gut, weil den Begriff Lobby am Anfang auch aus dem Parlament kennt. Das beschreibt oder bezeichnet am Anfang ursprünglich den Raum 400 Plenär am amerikanischen Parlament, auch am englischen Parlament, den also von der Lobby geschwert, dass den Raum Meno können den nicht und Deputéiert run. Das wahrscheinlich, das ist natürlich symbolisch zu verstehen. Ich weiß nicht, ob es früher mal möglich war, als Otto normal Bierger überhaupt so bis an eng Lobby von engem Parlament ranzukommen, haut man all den Sicherheitskonditionen, Bestimmungen, die Kinestat natürlich nicht mehr möglich, mehr auf jeden Fall können den höchstens bis bei der Plenärsaal von Parlamenten als normal stiftlichen handelnden Tiere von denen Plenären durch exklusiv natürlich die gewählte Vertreter nach Zugangsrecht an noch Recht natürlich sich zu artikulieren. Mit das am Anfang historisch, wo der Begriff Lobbyerbicht hier kennt. Gut, wie können den Lo und die Deputiert? Und da das jo tro die Dirich vielleicht stellt, du gehört natürlich die ganz banalen einfachsten Möglichkeit für einen Deputierten und den runzukommen, dass das von den kennt. Denn wenn den kennt, den es kann, dann ist immer das einfachst für den dann unzuschwätzen, also sich mit dem in Verbindung zu setzen. Ich meine, das leidet auf der Hand, da brauche ich auch weiter nicht mit drüber zu schwätzen. Mit da gehen nach vielleicht drei andere Möglichkeiten, drei andere Optionen, nur denen de Choix kann machen, wen sich da raussicht für mit dem zu schwätzen. Das ist natürlich ein bisschen auch eng Bildungsopplichtung, ich schon an die dritte Kategorien nur Region, Bezirk, nur Partei, an nur Expertise am Dossier abgedeelt, weil dat man erlaubt auch nach ein bisschen auszuschweifen an eng Reihe Erklärungen zu gehen, die lo nicht direkt mit Lobbyerbicht zu dienen, wie sich abbringen kann, mit die echte explikativ sind, wie ein politisches System funktioniert. Also Möglichkeit kann in einen Deputierten aus meiner Region kann ich mal raussichen, ich kann mal einen Vertreter von einer Partei raussichen, die man nur steht, oder einen Deputierten, den durch seine Erbicht eine gewisse Expertise an einem Dossier hat. Vielleicht mit dem nächsten Punkt unzufangen, der Vertreter aus meiner Region. Du schaffen nicht langweilig, ich denke, dass das einfach viele von ihr gelebt ist, wie ein Wahlsystem funktioniert. Ich will just trotzdem der Vollständigkeit halber ein paar Explikationen dazu geben. Ihr wisst, dass wenn wir wählen gehen, ein neues Parlament wählen gehen, und das all 5 Jahre für das nächste am Oktober 2023, dann ist den Tag als Land auf 4 Wahlbezirke abgedeelt.
dat sind Entitäten, die für den Rest von der Zeit am von Gehol nicht gehen. Also die Wahlbezirke, die existieren wirklich just op dem Dach von Wahlen. Das sind Wahlbezirke Süden, Zentrum, Norden, an Osten. An alle Wahlbezirke, also an der Chambre durch ein bestimmte Zahl von Deputierten vertreten. Die Gesetze do 9 für den Norden, 7 für den Osten, 21 für den Zentrum, an 23 für den Süden. An die Zahl, die gouf irgendwann an den 1980er Jahren festgelöst. Sie steht an einer gewisser Relation zu der Zahl von Einwohnern an dem respektive Bezirk. Wir hatten bis an 80 Jahren ran ein System, das gesagt hat, dass es ein Deputierte geben pro Tranche von 5.500 Einwohner hier am Land. Das hat dazu gefeiert, dass natürlich die Chamber unterschiedlich groß war. Die größte, die zahlenmäßig größte Chamber, die wir hatten, die hatten wir eben anfangs den 80er Jahren mit 64 Deputierten. Und du hast dezidiert, die Zahl anzufrieren, ob 60 mit der Abteilung pro Bezirk, die ich genannt habe. Das ist okay ganz exakte Schlüssel. Kann ich also 12 von Deputierten pro Einwohner oder 12 von Einwohner pro Deputierten als von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich. Das natürlich auch evaluiert am Laufe der Zeit. Zum Beispiel wird den Ostbezirk, der sich relativ Population unbelangt dynamisch entwickelt wird, mehr dynamisch wie andere Bezirke. Dafür ist den am von Geholmer 7 Deputierten haut inner repräsentiert, während im Zentrum, wo Männer Leid leben, wieder mal in der Zeit der Fall, wenn man 21 Deputierten überrepräsentiert. Als das auch etwas, was mal kontestiert wird. Du komm nicht nach zurück. Die Idee war eben einfach für eng Festzahl zu haben, an die dann eben so zu fixieren, wie unter dem engen Diagramm du gesehen hast. Historisch könnt das System mit den Wahlbezirken durch hier, dass natürlich gewünscht war, dass alle Regionen vom Land mit ihren ganz unterschiedlichen Probleme ersuchen, auch am Parlament, an der Chambre vertreten werden. Ich gehe ein ganz blöd affektiv Beispiel am früheren Lützeburg, wo den Norden landwirtschaftlich ganz stark geprägt war, wohin ob der Mosel natürlich den Weinbau hat, am Zentrum echt da ganz viele Staatsverwaltungen, auch Sektor tertiär, und dann am Süden echt den erbichter Milieu mit den Schmelzen nach und rum. Da hatten Leute natürlich ganz unterschiedlich solche. Wann lo Urknüppelsteine gefallen sind am Land, dann hat das natürlich riskiert, am Norden vom Land ein ganz Rekord Futti zu machen, am Osten vom Land als der Risiko wird bestehen, dass vielleicht an den Fingern der größte Schritt gibt, entstehen, während am Süden der Schmelzeinwichter ob Sänger Schicht mit vielleicht mal gar nicht matt gekriegt wird. Das heißt, etwa aber im Sinn von denen, die den Wahlsystem erfunden haben, war schon die Idee, dafür zu sorgen, dass all die verschiedenen Leitmaterien unterschiedliche Sorgen eine Stimme am Parlament hätten. Das natürlich haut nicht mehr. Das mich aus dem Grund, aus der Blick mich die Haut am von Gehol käsen, weil das alles nicht mehr so ist, die Leute, die an den Norden wohnen gehen, bei Spellwald schaffen fuhren, an die Leute, die am Osten leben, an der Funktionär sind, an der Stadt, das ist ja alles gar nicht mehr an demselben musste Fall. Doch hier gibt das System von den Bezirken auch regelmäßig aufgestellt, notamment nur Wahlen, so war das doch nur die letzte Wahl von 2018, dann ist immer eine große Aufregung, weil die eng oder andere Partei finden, sie geht schlecht dabei wegkommen, und da geht doch groß angekündigt, dass dann mal auf die Lege geholt wird, das ist ja ein Ausdruck, den Politiker ganz gern benutzen, wir holen das auf die Lege, und irgendwann verpufft dann den Eifer am Resultat, dass die nächsten Wahlen nicht nur exakt im selben System organisiert gehen, so werdet dann noch 2023 der Fall sein.
Das ist evident, dass am aktuellen System du die Großparteien natürlich Vierdeel, weil zum Beispiel für die Kleinparteien, also speziell an denen zwei kleine Bezirke am Norden, am Osten extrem schwer überhaupt Sitz zu kriegen. Ihr könnt ja ganz leicht ausrechnen, bei 7 Sitz 100% von der Stimme gedeelt durch 7, dann sind Empfang ob über 10%, die ihr braucht, für ihren Sitz zu kriegen. Während das am Zentrum oder am Süden bei 100% gedeelt durch 21 respektive durch 23 sitzt, du sind wir bei 4-5% von den Stimmen, die durchgehen, für ihre Sitz zu kriegen. Und das ist ein System, das natürlich evidenterweise die Großparteien bevorteiligt. Wenn dir als Kleinpartei am Osten zum Beispiel 9% von der Stimme kriegt, da sind die Stimme streng gehalten, ja, die sie verlieren, weil die können da gar nicht, ja, du kriegst ja nicht an Echange dafür, die kriegt keinen Sitz dafür, auf eine Kleinpartei als 9%, ja, aber schon trotzdem ein exzellenter Score. Dafür als von den Modellen, die immer speziell auch für kleine Parteien propagiert gehen, denen für zu sagen, für was machen wir überhaupt nach 4 Bezirken an dem Land, für was machen wir nicht in einzigen große Wahlbezirk, Zirkonskription unik, das wäre mehr gerecht, und da wären eben auch die 10% Stimmen, die ihn dann am Ostbezirk kriegen, die wären natürlich nicht, die wären nicht an demselben Maß verloren, wie das an dem heutigen System der Fall ist. Mir wie gesagt, das ist eine Diskussion, die immer kommt, an die bisweilen aber noch nie richtig zu Konklusionen gefeiert wird. Trotzdem kann man sich natürlich die Frage stellen, ob es nicht gut ist, eine gewisse Regionalvertretung auch am Parlament zu haben. Das schon richtig muss ich natürlich schon fährten, dass sonst die einwohnerstärksten Regionen trotzdem auch nicht stark vertreten wären, dass zum Beispiel alles an der Kandidaten aus der Stadt, für die zu nennen, trotzdem vielleicht mehr eine große Chance hätten, gewählt zu gehen. Voilà, das ist eine Diskussion, die immer am Pro, am Contra mit den verschiedenen Argumenten, die gegen das oder das Schwätze gefeiert wird, die aber nie so richtig zu Konklusionen kommen. Ja, was das Wahlsystem en tant que tel anbelangt, haut, das meine ich, wissen alle gut, an all Bezirk proposieren Parteien also löschte mit gerade so viele Kandidaten wie Sitz zu verteilen sind. An der Wähler am Bezirk wird auch gerade so viel Stimmen zu verteilen wie Sitz zu gesehen. Das heißt, am Osten hat die Wähler 7 Stimmen, am Süden hätten da 23, an die kann am Fond geholt auf 3 verschiedene Manieren verteilen. Entweder schwärzt eng löscht wie der Tisch, dann mischt den Öfen Kreuz hat den Logo von der Partei oder das nicht das Logo ist der Durchgehung von der Partei. Dem Moment kriegt all Kandidat, ob der löscht eng Stimme bei der Auszählung gut geschrieben. Eng zweite Möglichkeit ist, dass ihn ob enger löscht wohl bleibt an all den Stimmen enger Partei gibt mir einzelne Kandidaten eng Präferenz. Du kann in einzelne Kandidaten also 2 Stimmen gehen, anderen nimmen eng, forcément dann nach enger dritter Kategorie von Deputierte kennen. Muss ich nämlich natürlich ganz gut aufpassen, dass er nicht über den Total für seine Stimmen rausgeht, wobei nicht muss als Stimme verdienen, das ist wichtig zu sagen. Es muss nicht als Stimme verdienen, die nicht mit der Windruckkäfer. Mehr verdienen an die dritte Möglichkeit, das ist am Anfang die auch immer mehr belebt, die nach über die letzten Wahlen geguckt hat, das ist der sogenannten Panachage. Möchten also, es gibt ja überhaupt keine Restriktion, kann in Quirsch über Parteien wählen, kann bei allen Parteien Kandidat wählen, wann in der will, wobei in sich dann natürlich soll bewusst sein, dass oft von den so seine Stimme verspricht, dass ihn dann aber auch irgendwie ja sei schwarem wie soll ich sagen, dass ihn da drin abhilft, weil den auf der enger Seite stimmt, hier den dann durch einen anderen Wort für einen Kandidat von einer anderen Partei
ob so dass sein Wort quasi neutralisiert. Wenn dann Stimmen ausgezählt gehen, da wird für dich geguckt, ein Total von Stimmen no Partei. Da sind es durchaus berechnen, den dann wie viel Sitz das oder die Partei zugute hat an dem jeweiligen Bezirk. Und dann sind es eben die Kandidaten mit den meisten Stimmen. So mein Partei X hat 3 Sitze zu gut, da wird geguckt, wer ein Kandidaten, 3 Kandidaten und die meisten Stimmen, die kriegen dann auch die Sitze. Und das ist auch ein Eigenart von unserem System par rapport zu vielen anderen Wahlsystemen. Wir haben eben kein blockiert Listen, wo also Partei festlegt, reihenfollig an der Kandidaten gewählt gesehen waren, die zum Beispiel wie das in Deutschland der Fall war, bei der rezente Bundestagswahlen, dass das Nummer 1 auf der Liste von einer großen Partei, die erst quasi d'office gewählt, weil es evident ist, dass eine Partei, die Partei, die SPD, dass den Olaf Scholz gewählt ging, das war vor 4 Jahren klar, hier war Nummer 1 auf der SPD-Liste, eine blockierte Liste bei Eis, streng geholt, also möglich, dass sowohl der Spitzenkandidat von einer Partei nicht gewählt wird, weil eben nicht genug Stimmen von den Leuten kriegt. Voilà, so stellt sich also dann die Chamber zusammen. Hast du einen Punkt dazu? Nee. Voilà. Ja, du, just nach für den Gedanken, wir können aber schon auf dem Slide da bleiben, aufzuschließen. Also, wenn ein Lo en Funktion von der Platz an den, von dem Fleck am Land, wo der lebt, kein das natürliche Kriterien sein, wohin sich dann anguckt, wie ein Deputiert sind aus meiner Region. Das kein Kriterien sein, nur dem der Ansprechpartner raussicht. Vielleicht doch, weil in seiner Region könnt, wenn ich in den Umweltbereich zum Beispiel gucken, du hast vielleicht Sensibilität auch an einer gewissen Region vom Land, wo mehr Natur hast, wo könntet ihr sehen, dass du die Sensibilität auch nicht ausgeprägt ist. Ja, Parteien, dann, das kann natürlich auch ein Kriterium sein, nachdem wir Kontakte raussicht an der Chamber sind im Moment des Parteien, die vertreten sind, das ist einerseits die größte Fraktion am Parlament, das ist im Moment CSV, die aber ja an der Opposition sitzt, wie ihr wisst. Han Druck kommen dann LSRP, DP an die Greng, die 3 Majoritätsparteien, die zusammen an der Regierung sitzen, an weiter an der Opposition sind dann nach mit 2 schon mit kleinen Parteien mit jeweils 2 Vertreter. Das sind Piraten an die Lenk. Es geht darüber raus nach anderen Parteien, die nicht an der Chamber vertreten sind, die erst am Agesiert sind, das Kommunistische Partei, die aber schon während der Zeit mal deputiert hat, die aber schon ganz lange in ihrem Parlament vertreten. Also dann hast du nicht mehr spät wie für eine RT eine neue Partei auch viel Gestalt ging, die sich Fokus nennt, das tut er vielleicht Madrid an der Aktualität, die vom früheren CSV-Präsident Frank Engel an die Liewe gerufen hast, die auch ein bisschen eine andere Approche will haben wie die traditionellen Parteien. Da muss ich nur gucken, natürlich, was draus geht, ob die überhaupt, das geht die echt spannend froh zu sehen, ob sie überhaupt eine Lust oder Lüsten zu Summe kriegen, für bei den nächsten Wahlen können zu kandidieren. Aber von allem, ob sie ob denen Lüsten auch bekannt Kap hun die Leute kennen an die Leute dafür wählen, weil das natürlich auch an diesem Wahlsystem ein bisschen ein Nebeneffekt von dem Modell, nur dem wir funktionieren, dass das muss prominent sein, dass muss eine gewisse Prominenz haben, für wirklich eine Chance zu haben, gewählt zu sein. Wenn du bekannt hast bei den Leuten, wenn die viel NRW hast, wo den am Anfang geholfen, ja, besser Chancen haut es das bei heiß gewählt zu geben, wie wenn den eifrig an den Kulissen zwar an Erbichtsgruppen sich mat abbringt, an den Dokumenter Matschaft, an den Reflexionen, wie von Leuten nicht kennen, dann hat den relativ wenig Chance dann noch gewählt zu gehen. Ja, und dann die dritte Möglichkeit für Deputierten sich herauszusichern, dass als d'Expertise, die hört, Materien sich für die Dossien und den von allem schafft an. Du hast natürlich ein wichtiges Kriterium, den zu gucken, wer einen
Chamberkommissionen geschafft. Also Chamberkommissionen, wie soll ich sagen, wenn den vubausen Chamber observiert, dann kann ich den Eindruck kriegen, dass du nicht schrecklich viel geschieht, dass die wohl heens dort zu Summe könnt an ihrer Pläne für die Sitzungen aufzuhalten, die dann noch auf der Chambertelevision oder am Stream überdrohen, dass wir der Rest nicht viel lebt. Das allerdings ganz falsch spielt von der Chamber, weil die öffentlichen Sitzungen, die im Moment also, wo Deputiert allzu 60 an der Pläne zu Summe kommen, dat ass am Fongeholl wie beim Eisbierch geif so just den D7. den iwwer Wasser rausguckt, de weit aus gréisten Deel vun der parlamentarscher Erbicht, die geschiet an den Kommissionen. An Kommissionen, die erginnet am Fong genauso viel wie et Ministere ginnet. Gëtt Parallelismus, dat hicht fir all Minister, den um Niveau vun der Regierung hut oder auch eng Fachkommission an der Chamber anet ass an der Fachkommission, wo am Fong de Gros vun der Erbicht gemerket, a wo die Gesetzprojekte, die bestimmten Bereich von der Politik betreffen, wo die auch vierberedet gehen. Dat funktioniert so, dass die Regierung nichtens ein Projekt de loi abbringt, den dann nicht direkt an der Chambersitzung diskutiert wird, mit dem für an eng Kommission eben verwiesen wird und dann du am Detail analysiert wird. DAX auch aufgeändert. Wird darauf kommen wir nach mir spät. An die Kommissionen, das sind Gremien oder kein Gremien, sind ja Gruppen, Erbichtsgruppen, wenn ich so will, thematisch Erbichtsgruppen, die sich immer zusammensetzen aus 15 Deputierten, sind im Moment, die dann auch natürlich auf proportional sind Parteien du an den Kommissionen so vertreten, wie sie auch an der Chamber, an der Chamber vertreten sind, sodass du auch alle Parteien hier vertreten hast. Und wenn ich nur zum Beispiel besonders in Agrarpolitik interessiert, dass da lohnt es sich durchaus mal gucken, zu gehen, wen dann die Deputiert sind, die zum Beispiel an der für die Landwirtschaft zuständiger Chamberkommission sind. Wo kann ich das gewöhnen gehen? Du hast am Anfang der Chamber sitzt. Ein ganz utiles Instrument, wann Leute bei ihr sind, die muss schon probiert Chamber sit zu gehen, das ist nicht evident. Das Bundesstief Jahre, wo ich nach an der Chamber war, immer zu hören kriegt, und das ist auch objektiv richtig. Es macht am Anfang nicht schrecklich viel Sinn, für nach auf dem aktuellen Sitz probieren, weil ich weiß, dass in einem neuen Sitz geschafft wird, den dann auch so viel mehr übersichtlich sind, viel mehr user-friendly. Das soll auch nach 4 und Ende des Jahres soll das Site online gehen. Nachher ist es so, dass in einfach Lo kann schon trotzdem die Leute fanden, das nicht wie wenn es komplett unmöglich wäre. Wenn wir Lo also zum Beispiel probieren herauszufinden, wie ein Deputierte sitzt auf einer Kommission, dann kann den zum Beispiel an dem Onglet Travail à la Chambre links, ob der lest dann ob den Punkt Kommissionen klicken. Du geht dann ob der dort in einer Liste von der Kommissionen vielleicht gehen. Ja, das dauert ein bisschen. Und dann klickt den dort zum Beispiel drauf, da lass mal vielleicht Agrikultur zum Beispiel holen, die erst also 2, 3 Doors drauf. Der Eindrücke, genau, muss man die holen. Und da geht dort zum Beispiel ob löscht von den Deputierten, also die an der Kommission vertreten sind. Präsidiert wird die Kommission immer von einem Deputierten oder enger Deputierten, in diesem Fall derselben Partei gehört wie den zuständigen Minister, der das am Fall von der Landwirtschaft, wie Claude Hagen Minister ist, zu drängen.
ja, bald 2 Monate schon. Und das also dann Testbörten, die du Präsident wird. Und da sieht er all die anderen Membern bei einzelnen, also so, weil die Kommissionen immer verschiedene Wollen aufdecken, dass ja Agrikultur, Vitikultur und Development rural, du geht es dann auch, dass Einzeldeputerte just für E-Wolle davon zuständig sind, gesagt, zum Beispiel Miriam Cecchetti von Die Lenk, als für alles zuständig an der Kommission. Sie deelt sich quasi die Sitz an der Kommission am Markörge von den Piraten, weil die Kleingruppierung, die Kleinparteien nicht gerade an allen Kommissionen sitzen, die sich also so abgedeelt, dass Miriam Cecchetti für alles, was Landwirtschaft und Weibau zuständig ist, und der Markörge, den überhält dann de Wolle deren Schutz an Näbechten von der Kommission. Ja, da gesagt ihn also wie ein Deputierten a wie enger Kommission als mit den nicht unbedingt den Kontakt und du den ganz einfache wie Orlo schon Site zu machen, selektionieren ein Deputé, der probieren mal das am von Gold egal wie wir holen, du klick den auf den Num, was meist den raushöllen, den dann du hast, weil er Testbörten an diesem Fall, und da geht die Fisch do op, wohin also engerseits all die Einzelfunktionen hört von dem betreffenden Deputierten an Urwen an der Roder Köch, da stehen dann auch Kontaktonien, du ginnet, und ich gesehen, dass das beim Testbörten der Fall Deputierte, die du durchaus hier GSM-Nummer, hier persönliche GSM-Nummer umgehen, das möchte nicht jeder bei anderen, also dann Telefonsnummer von ihrer Fraktion, wohin use könnt mit E-Mail-Adressen, die von den egal wie, die ist übrigens auch ganz einfach, da sind wir den ersten Buchstaben vom Firnum an dann de Familiennum ohne Punkt an nächst dazwischen CHD steht für Chambre des Députés.lu. Du könnt den also immer unter Deputiert, du den am Fongehol all die Données, die ihr braucht, für man Deputierten an Kontakt zu treten. Voilà. Ich gucke just kurz, ich habe schon relativ lang geschwärzt und erst nach kein froh dazu kommen. Okay. Dann will ich das mal als ein Kurzsession. Voilà. Den nächsten Punkt von der Präsentation, das ist der mängliche Weg vom Gesetz von Stadtrichtern Erinnerungen. Dann ist da vielleicht ein kleinen Exkurs, den ich mache, der fortgeht von einem eigentlichen Sujet, wie kommen die einen Deputierten echt da an? Voilà, der Toten ist nach etwas, was den eventuell aber sollt suchen. Also ich denke, dass sie sich nie genieren sollt, ruhig einen Deputierten zu frohen, ein persönliches Gespräch zu führen. Das muss ich natürlich nicht inflationär behandhaben, aber mit all Kleinigkeiten probieren, direkt aus Reunionen anzurufen, wenn die Menge wirklich wichtig ist, dann also nicht vermessen, eine Entrevue unzufrohen, das kann eine Entrevue sein. Den dann hat eng Chance eng Entrevue zu kriegen selber bekannt sich dass den Deputierten hat ihn. Nee, ich denke also bei denen Leuten die higher Rolle nullchten die vertreten jo all nicht just sich selber, das wäre wahrscheinlich mich schwer auch do den Deputierten hue den Intérêt, also all einzelne Bürger, also potenzielle Wähler. Und dafür hat all Deputiert noch ein Intérêt von all Zwischen an Frohe von all einzelnen Bürger erst zu werden. In diesem Fall sind es ja Leute von Assoziationen, von ONGen, die vertreten ja etwas an. Da sollte sich nicht genieren. Wie gesagt, vielleicht nicht, also, wie soll ich soll natürlich so wichtig genug sein, dass es sich auch lohnt, wenn man den Deputierten darüber zu schwätzen. Dann kann ein Gespräch sein, man den einzelnen Deputierten, seid ihnen auch regelmäßig
dass Parteien selber mitdeelen, dass andere Fraktionen, Gruppen, vielleicht Delegationen von Assoziationen oder so Interessevertretungen empfangen gehen, die dann in Echange man denken, große Gruppe von der Fraktion, respektiv von der Partei, also die Fraktion bezeichneten die Gruppe von Deputierten, die eine bestimmte Partei an der Chamber huet an Partei, der das eben das die Struktur drüber. Du muss dat gesagt regelmäßig, dass du auch Leid von Assoziationen Vereinigungen empfangen. Wie gesagt, muss ihn einfach manchmal auch den guten Moment dax fannen für ein Sujet umzugehen. Das klar, dass wann ein Thema gerade auch politisch an der Diskussion ist, dass das Chance da mehr groß ist, Kontakt zu kriegen, wie wann es lo ein Thema ist, was vielleicht ganz wichtig ist, mir nicht unbedingt dem Moment seinen Platz an der Aktualität hat. Weil er gedenkt froh. Ja, Genau. froh. Valentini. Ja, kann ich her damit schon? Ja. Ma ja gute Mëttech mein Nummer Josi an Valentini, ich hoffe fir d'Föderationun fir de Gärten a Floristen. Allonech die froh, wie ass dat Lummer dem neue Lobbyregister, weil Di so lo grad Politiker bzw. Deputéierte kontaktéieren geht also Joch net mam Lobbyregister befasst, wie geso du just matkrit, dat de Tablo gëtt. Ja. Ja, den Lobbyregister, den ist effektiv, das nennt bis ganz Neues, den ist die Bestimmung aus dem letzten Dezember recht gestimmt gehen. An Regel, die lo besteht oder die neu am Anfang mit dem Lobbyregister angefeiert gehen ist, das ist, dass ein Deputierten nimmen derf Kontakt opholen mat Leiit, die an dem Lobbyregister figurieren, die sich also irgendwann do mussssen androhen. Den Lobbyregister, den soll auch Chambersite publizeiert gehen. Wie dat lo ganz praktisch funktioniert, muss ich ehrlich so wie sich net die Gider feiert engagement Chamber visitieren, das ist bestimmt eng gut Gelegenheit für ich du ich méi präzis darüber zu informieren oder vor zu stellen, wie das ganz konkret funktioniert. Ich denke just, dass es a priori kein Problem ist für all die Assoziationen, die nur haut dabei sind, sich an die Register anzudrohen, soweit ich das verstanden habe, ist das doch sowieso eng ehemalige Geschichte. Dreht die sich daran an der Stedin, dann ist ihn also offiziell, wenn ich sogar so als Gesprächspartner oder als Interessevertreter von der Chamber unerkannt oder akzeptiert, dann muss den Deputierten wenn die dann ein Rendezvous auftritt, guckt den just ob der Doranner steht, wenn er nicht da steht, dann möchte nicht der Bock nichts an der schreibt richtig dann an. So hätte ich das verstanden, als das wirklich eng rein Formalität. An der Deputierte muss just dann nur, wann an Diskussionen die Sujet, die mat ihr beschwätzt, mehr aktuell gethematisiert wird, muss sie noch immer matteilen, öffentlich oder an der Kommission, dass sie eben mat ihr darüber geschwärzt hat. Das die ganz konkreten Modalitäten, wie gesagt, das nachher so frisch, dass ich den nicht weiß. Ich weiß auch nicht, ob es schon ganz viel an dem Lobbyregister sich da angedroht haben. Du denken ich soll auf jeden Fall von der Visite an der Chamber profitieren, für die froh ganz konkret zu stellen, an ihr Modalitäten erklären zu lassen, und den sich du muss antworten. Gut, so nicht merci. Es sind zwar Leute bei der Visite von der Chambre nicht dabei, mit der Toten gibt man aber schon mehr Klarheit zu dem Lobbyregister. Merci. Ja, die Lobby, also ich das so am Kader von denen Transparenz erfahren, die überall gemerkt. Ich persönlich muss ich ehrlich so, mir das gehört vielleicht keine Teilnehmer. Ich habe echt
eng gedeelte Meinung, ich weiß nicht so richtig, was dort Plus-Value soll dafür sein. Mir schenkt es evident, dass, und sogar positiv, dass Deputéierte sich mit Leid vom Terrain erhalen. Ich glaube auch unter gut Mensch am Mengen dafür nicht, dass ein Deputéierte sich automatisch durch Televideieren lässt, zu weiten, zu Wellen noch nicht mehr mal denken, geschwert wird. Voilà, das wie gesagt eine persönliche Meinung, die ich fand ich da positiv wann sich erhält. Und ich meine auch nicht, dass das 12 von den Kontakten irgendwie etwas aussieht. Also kann sich ruhig auch 3-4 Mal mit einer Assoziation zusammensetzen und dafür Navel nicht wie soll ich sagen, nicht televideieren gesagt für rund von oder sich abspannen lassen für die Interessen blande Managers von dem zu vertreten. Mais voilà, das eben haut so, haut das muss alles transparent sein und das gehört dann eben auch dazu. Ich meine, das muss ihn einfach hinholen, das los. Ist noch ein Foto? Nach nicht. Mir gibt halt vielleicht nur ein flottes Repertoire, wo ich kann drauf gucken kann, wenn alles und Leute gibt die Kontakte mit Deputierten. So kann ich nicht in einem Stern gesehen, wobei ich meine, dass halt zu Lützeburg trotzdem die Landschaft von Interessevertretungen auch nicht so unendlich groß ist, dass nicht einfach den einen mussten interessieren, dass das sowieso weiß. Voilà. Ja, andere Möglichkeiten für seine Message rüberzubringen, das sind natürlich immer auch trotzdem nach dem Rückgriff auf Presse, wobei sich bewusst sein muss, dass sie natürlich mit der Erfahrung haben, da wahrscheinlich viel von ihr schon gemacht, wenn ein Kommuniqué rausschickt, das immer eng, da schwätze ich nur als Journalist, das ist immer ein Opfer, die in der Presse mischt. Es gibt keine Obligation natürlich von der Presse für Sachen aufzudrücken. Das muss ihn sich immer bewusst sein. Das kann ihn das nicht revendikieren. Das kann ihn natürlich immer hoffen, dass das Sujet interessant genug ist, dass es spannend genug ist, dass er noch bei der Presse auch kennt. Mit sicher als Organisation nicht in Urspruch drauf, dass auch all Kommuniqué in extenso an 1 zu 1 so aufgedrückt wird, kann ich natürlich probieren, der Presse mehr schmackhaft zu machen, zum Beispiel durch der Weise, wie die Kommuniqué formuliert, das ideal ist, zum Beispiel, dass er nicht so lang ist, das ist ein Kriterium. Also wenn den die 4 Seiten voll geschrieben rausschickt, dann hat er quasi keine Chance, weil Journalisten ja, die sind ja auch Journalisten lesen von den ersten Abschnitt mehr aufmerksam wie die 17. Wobei sie da wahrscheinlich sogar gar nicht mehr werden lesen. Aber das, also wenn ich nicht nur ein Flotter der weiß, so ein Kommuniqué schon rausschickt, die quasi schon der Presse auch da bist, wenn ich hoffe, die bestimmt mehr große Chancen. Nach muss das Sujet natürlich interessant sein, und er muss auch von irgendeiner Aktualität sein, also muss ihn verstehen, wie weit könnte die Assoziation gerade lo mit der Prise de Position do muss ich noch Panker geben, wie mir das an einem Jargon benennen. Natürlich die Wunsch, den es wird, für so Kommuniqué zu schreiben oder für auch ein Pressemap zu machen, dass in den Anfang mal einen ganz langen Abschnitt möchte, wo ihr in den Kontext setzt, das ist da gar nicht so richtig. Ja, das ist nicht unbedingt so richtig. Das ist auch ganz oft fängt Kommuniqué, ja, ich fängt zum Beispiel da an, für zu suchen, dass den an den Dach wird, den an den von dieser Assoziation, den an den von der Partei gesehen hat, das ist auch zum Beispiel komplett uninteressant, meistens für Presse. Also das ist schon klar, dass wenn ein Kommuniqué mäßig Journalisten schon direkt abschafft, dass der Chance vergrößert, dass er noch nur an der Zeitung aufgedeckt wird. Und muss ihn immer, ihr ein Kommuniqué schreibt,
sich oft vorstellen, als das interessant für die breite Publik, weil oft, das selbst bei denen feststellt, hun Assoziationen oder Interessegruppen den Interesse Sachen mitzudelen, die ihnen ganz wichtig schwingen, die aber nicht unbedingt für den Grand Publik interessant sind. Natürlich das auch ein Froh, die in sich so stellen, ihren so eine Presse rausschickt, also wirklich für ein mäßig großes Zahl von Leuten etwas, was interessant ist oder relevant ist, das vergrößert bestimmt auch die Chancen für das die Kommuniqué an der Presse in Eco findet. Und dann praktischen Detail nach mir da das mich das haut ist der an den E-Mailen das sowieso zu mischen schon ein Signatur mal dran mit das auch immer wichtig dass in ein Kontaktnummer nach dabei schreibt wo in ganz kurzfristig also gut wann ein Telefon in dem Moment von einem abgehoben wird wenn in eine Kommuniqué rausschickt wohin für weiter Nachfragen zur Verfügung steht, das ist immer ganz wichtig. Auch zum Beispiel, ich schaffe ja für das Radio, weil mir oft machen, wenn wir eine Kommuniqué kriegen, den als interessant schenkt. Wir leben ja einfach auch ein bisschen vom Ton. Dann haben wir gerade so gern, dass wir einen Teil vom Kommuniqué an einem Text resümieren, mir dann auch ein Ausholen von einem Responsablen, einem Vertreter von der Assoziation, die Kommuniqué rausgeschickt hat. Da muss die können eben anrufen, an dem das dann noch gut, dass man eine Kommuniqué, so man muss halbe Relief rausgeschickt wird, dass dann auch in 4 Uhr mittags nachts auch Rädchen ist. Den inneren Stern etwas kennt dazu so. Aber nicht so in der Kommuniqué halbe Relief rausschicken, also das auf jeden Fall ein besserer Check, den am Lauf vom Jahre raus, wie es werden, bis so bis 7 Uhr. Sind das schon meisten der Top all oder? Nee, mir zum Beispiel bei den ja, für Zeitungen könnten dann immer in Umstand vielleicht zu spät, ein bisschen der Druck riskiert und dann vergisst, gehen sie, weil da schon ein X an der Kommuniqué nur kommen sind, bei den Radioen oder den Tele, weil du lebst dann, dann das nicht unbedingt. Das sind noch keine generelle Regeln, also das will ich nicht so. Das ist ja mehr geschickt, wenn ihn auf ein Thema will aufmerksam zu machen, das am Lauf vom Tag zu machen, so ist am Lauf vom Morgen. Selbst wird mehr clever als eine Pressekonferenz 10:30 zu organisieren, wie nur mit das 5. Voilà. Den Weg von einem Gesetz. Ich finde schon ganz ein bisschen ugedeiht, wenn man den dort Screenshot auch nachher eine Präsentation gemacht und dann hat das auch etwas damit mit all den Dokumenten, die an der Lust auftauchen. Wann das kennt ihr mal vorkommen, eng von ihren Assoziationen ein besonderen Interesse hat und engem Gesetzprojekt, der gerade an der Prozedur ist, den also von der Regierung auf den Instanzen wie Brüchkinas an den im Moment an der Chambre diskutiert Kinas. Dann ist es sinnvoll, sich die Nummer von dem Projekt de Loi zu merken, das am Fall von dem heute, also den 7237, all Projekt de Loi, den von der Regierung op den Instanzen wie Brüchke Dekret zu wählen an der Chambre könnt eng Nummer an die Nummer als wichtig, die hört auch kennt dem Moment für erst den praktischen Nebeneffekt tun, dass sie sich kann ob eng Alert abonnieren auch Chambre sieht mat der Nummer an der kriegt dem Moment alkeier signaliert van het irgende neue Moment gibt an der Prozedur von dem Gesetz. Gesetz geht also an der Chambre deposiert, da geht es an die zuständige Kommission geschickt. Ihr seht an dem heute Beispiel, dass das die Umweltkommission ist. Und dann fängen du also derbichten an. Derbichten fängen an der Chambre an. Du gibt gut kein Delay, das kann mal ganz sehr gehen, das kann bei komplizierten Gesetzen aber auch etwas, sich über Wochen am Main hinzieht. Und da fängen auch andere Gremien an, den Text zu analysieren. Da kommen wir bei die in diesem Fall zum Beispiel sind es Chambre de Commerce, Chambre des Métiers, das sind sogenannte Berufschambren, die
Also immer das seiert die sind Organe, die am Gesetz geschwind sogar an der Konstitution gesehen sind, wenn sie sollen an die neue Konstitution auch Stohe kommen, an die immer dann im Navi gefroht gehen, wann es im Gesetz geht, dass ihren Bereich d'intérêt von ihren Membern von der Leute, die sie vertreten, de près ou de loin konzernieren. Ja, ist ein Profil. Ja. Dann geht das Mikro ummachen. Dann. De Mikro ist noch raus, Dani. Lo, geht lo? Merci, sorry. Ich wollte fragen, wann sich zu einem Projekt de loi will umwählen, für benachrichtigt zu gehen, wo möchte ihn das dann? Weil das nicht lo nicht so sehr matkrit wie in das. Das sieht auch recht unübersichtlich, ja. Das ist, wenn ich mich in Erinnerung habe, ist das auf der Homepage direkt, wo wir noch den Chamber heißen, so Dreck geht, auf Details hinhören. Abonnement jetzt. Du hast auch übrigens Transparenzregister, du kannst da vielleicht schon Apps finden, wenn du darüber klickt. Für dich haben sie Petitionen jetzt, da können sie ein Transparenzregister drin oder dann den Onglet Abonnement, m'abonner à une alerte E-Mail. Ah, okay. Voilà, und du hast dann da muss ich effektiv für dich ein Account kreieren und dann kann ich darüber dann die Nummer agi vom Gesetzprojekt und dann kriegt ihr die Alerten immer, wann etwas Neues kommt. Ja, super, tipptopp. Und dann könnt ihr auch noch ein bisschen etwas erzählen, die hat gesagt, gesetzgemäß, dass auch die entsprechenden Chambren oder so gefroht gehen, für ein Avis ranzugehen. Ich kann auch direkt mal so, für was, ich sind Vertreterin von der Vereinigung für Biolandwirtschaft. Das heißt, wir probieren auch am politischen Plan eigentlich die Interessen von den Biobauern zu vertreten. Am Bereich Landwirtschaft geht immer nicht mehr ein Chambre d'Agriculture gefroht. Das heißt, die Sachen gehen immer leicht als nur. Wir sind immer handrun. Und wir geben eigentlich auch da vielleicht gerne mal die Vorstellen oder die Bitte äußern, dass wir auch mit angebunden gehen. Du hast den froh, kann ihn da direkt über die Chambre machen, hat den du eine Möglichkeit? Oder geht das nur über das Landwirtschaftsministerium? Nicht das Minister, also das nicht. Wir sprechen nur von der Landwirtschaftskammer. Also, es ging, ich habe just gesagt, die Chambre Professionellen am Anfang werden nicht viel ändern. Sie kriegen just an der neuen Verfassung, die wisst ihr, dass in einer neuen Verfassung geschafft wird, kriegen sie diese auch an Verfassung angeschrieben. Natürlich, das stärkt die Position. Es wird aber an der Praxis, an ihrer Art und Weise zu schaffen, nicht ändern. Die hat 5 Chambre Professionellen am Land. Das muss man zwar ein bisschen überspringen, könnte man da immer so flexibel schwenken. 5 Chambre Professionellen, die also einerseits Chambre de Commerce, Chambre des Métiers, Chambre de Commerce als alles, was Industrie als, was Handel als, Chambre des Métiers, der das den Handwerk, der ganze Sektor, dann nur der Chambre des Salariés, der das also die Vertretung von den Leuten, die am Privatsektor schaffen, die Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, der das, wie die Nummer sieht, die Chambre von den Leuten, die am öffentlichen Dienst schaffen, an die Chambre de l'Agriculture. Das sind also offiziell vom Gesetz 4 gesehenen Institutionen, die gewählt gehen, da sie auch regelmäßig Sozialwahlen, ich meine, die sind ich nicht, ob es all 6 oder all 8 Jahre sind, also ich sehe Salarie zum Beispiel, ich kann wählen, ich bin abgerufen per Brief, weil mich unter Wahl von der Chambre des Salariés zu beteiligen, wenn die Patron von einem Betrieb sind, geht abgerufen ist und den Wahlen von der Chambre de Commerce oder der Chambre des Métiers zu beteiligen. An die Organe, das sind also gewählten Organismen, die sind vom Gesetz hier vorgesehen, für sich immer zu äußern zu einem Gesetzprojekt, in Form von einem Avis, den sie aufgehen, den sie de près ou de loin konzerniert.
an déi Avien von denen offiziellen Organer, die ich lo genannt hun, die kreen auch den Status von engem Dokument parlamentär. Wie war das dann wichtig? Mal die Flächen an mir und wir drin die löscht gesehen von all denen Dokumenten zu engem bestimmten Gesetzprojekt. Ein Dokument parlamentär wird also wirklich offiziell der Chamber kommuniziert, könnt ob die Lösch von den offiziellen Dokumenten am das Chamber censéiert die Dokumente zur Kenntnis zu holen. Hier könnt ich à tout moment als Assoziation auch melden mit enger Stellungnahme zu einem gewissen Gesetzprojekt. Die könnt das auch unchamber checken, da schickt den Präsident an die froh den für die zuständige Kommission weiterzuleden, die möchte das auch. Aber das heißt aber nicht, dass dir dafür als Dokument parlamentär direkt das Dokument auch dann an die Liste stehen könnt, an das dann zum Beispiel all die, die sich abonniert tun, ob die Gesetzprojekt, dass die dann noch dem Moment enger Alert kriegen, während Vereinigung von der Biolandwirtschaft, ja, die hat sich auch dazu geäußert. Das ist eben den Unterschied zwischen denen. Zwischen den verschiedenen Interessenvertretungen. Da sind eben gewählten Organe, die am Gesetz vorgesehen sind, an der anderen das sind klassische Lobbygruppen, die natürlich auch hier Stimmen können erheben, die eben nicht von der Chamber an demselben muss die Unerkennung oder Valorisation kriegen wie die offiziellen Organe. Aber du gehört doch aber auch diesen Service, der schlag mich tot, ich und den Nummer nicht gerade bei Hand, wo ihn auch kann anschauen, war so in Avira schicken, an den geht dann abgeholt, dass den zu diesem Projet de Loi auch geheiert geht. Das ist mir mal lässt, das war mir ganz neu, das tun ich lässt, da sind ich das gewürgen an, an die müssen aber geheiert gehen. Also die geht dann, ich weiß nicht, ob es als Dokument parlamentär abgeholt geht, aber es muss aber zu dem Gesetzesprojekt geheiert fallen. Ja, also ich denke, das ist auch das, was ich gesagt habe. Und ihr könnt immer dem Chamberpräsident ein Dokument zukommen lassen, an Hefrohe für das weiterzugehen und die zuständige Kommission, das wird den auch machen. Und da kriegt auch alle Member das über so ein, geht an der Chamber so ein System, das nennt sich der Courrier Elektronik. Da gehen all die Dokumente dann unterputiert verschickt. Bon, da muss ich hoffen, dass sie zur Kenntnis kommen. Sie werden nicht unbedingt an der Liste figurieren von den offiziellen Dokumenten, die zu dem, die als Dokument parlamentär tituliert, dann die bisschen eng, wie soll ich so ein bisschen eng an der Visibilität einfach kriegen, dadurch, dass das an die Liste abgeholt geht. Mit das klar, dass ihr à tout moment könnt ich äußern, das ist evident. Also dann so, dass Membre von der Kommissionen, die legal gefroten Avien selbst ponderieren, wie die Avien, die einfach so herkommen, oder geht da in die Fall? Also all Avis ist immer nimmen konsultativ. Geht also mit Ausnahme nach einer gewissen Konditionen just von Avis vom Staatsrat als Chamber nie gehalten, sich an irgendeiner Form engem Avis anzuschließen. Sie kann das natürlich machen. Sie ist nicht versteht, sie kann sie auch carrément ignorieren. Also ignorieren den Contenu von dem, was da steht. Kann ich natürlich immer hoffen, dass man gelesen gehen. Die Chamber ist total frei an ihren Decisionen. Das soll einfach just zu ihren Blick erweitern. Voilà, das ist evident, dass das interessant kann sein, wenn ein schon als Beispiel ein Projekt hat zum Erbichtsrecht. Alles wird Teletravail, das man mal holen als Beispiel anbelangt, was natürlich interessant, eine Stellungnahme davon zu kriegen von der Chambre de Commerce, was ein Patronatsvertretung ist, wo sie sieht, die vertritt den Sektor
alles zum Beispiel die zum Deel wo Teletravail überhaupt méigich ass dann huet in eng Chambre de Metier, die so sorry an eisem Bereich as komplett onméiglech an eng Chambre des Salariés, die werden Akzent an ihrem rapport eichter Drpp lee das Recht vun der Dekonnexion, wat jo oft genannt get kann eng Teletravail net zu feieren, dass das Leiit das quasi de Patron erwerkt das seng Leiit permanent ze erreche sinn. Voilà. An dat alles die Panoplie vu Menungen aus verschiedene Perspektiven soll de Blick vun der Chambre bret machen, soll hier wirklich weisen all die verschiedene Facette vun engem bestimmten Sujet an dem man näher zu der Meinungsbildung beitragen. Ja. Gut. Das ist noch immer ganz kurz, aber ich habe nur geguckt, das, was ich mengen, ist das Service Central de Legislativ, wohin kann die Sachen erreichen. Bei der Chambre. Das ist mir letztes Jahr dann mal von einem Kommissionsmember gesagt gehen. Service Central de la Legislation, das ist also du fragst mich, ob der Lohn nicht, ob irgendeinem, also es gibt das Service Central de la Legislation, den effektiv all offiziell Dokumenter, mit das aber meint eine Administration, die im Niveau von der Regierung angesiedelt ist. Also mir erst ich konnte das aus enger Chamberkommission, also aus der Agrarkommission gesagt, dass ich da mein Avien kennt do hinsetzen und da geben die abgeholt gehen und da geben die auch zu einem Projet de loi geheier fanden. Ich habe aber noch nicht gemäht, weil ich noch nicht eins gesehen habe. So, man nachher wie hat denn wie haben Sie das genannt? Service? Service Central de Legislativ. Enfin, du hast etwas, also ich von einem Service Central Legislativ ist sowieso gut nicht. Gibt es Service Central de la Legislation, aber das ist etwas, was im Niveau von der Regierung, du gesagt aber wir sind gerade hier am Gang, das zu googlen, das ist aber interessant. Dann machen wir das en temps réel. Service Central de la Legislation. Voilà, das ist am Fond geholt, des Services, die noch das Journal offiziell rausgeht. Also, ich fährte, dass da enger falsche Informationen abgesehen sind, weil du kann ihn sichern, geht an dem Journal offiziell, das ja, dem Memorial, wie ihr seht, das du, wo die offiziellen Texte publiziert, gibt mir sicher keine Stellungnahme von Lobbygruppen. Also, da sind ich aber ganz sicher. Das ist ein Präsident. Dat war und den Präsident von der Chambre zu checken an hier Bierden dat weiterziehen. Okay, merci. Dat do as auch mengge eng froh, die dawer durchaus och enke könnt man dann Chambre holen fir méi am Detail ihr Stu nach enkeier zu renseignieren, wéi sie do mat de Stellungnahmen ëmgin. Voilà. Ich weiß nicht, als an irgendeiner Form vielleicht solche Purwort nach explikativ so iwwer Troll vom Staatsrat an der ganzen Prozedur gibt, dass das lorem nicht zu dienen direkt mit dem. Da können wir also schlecht abbringen, da können wir definitiv nicht abbringen. Dann lässt man das einfach übersprangen und da kommen wir vielleicht bei dem Punkt nach von den. Da sind also die verschiedenen Alliiert. Voilà, da sind Logo von den verschiedenen Chambren. Ich denke, Madame von die geschwärzt hat, die eng stellen da lummel eng froh Zweck. Dir da noch gefiel, also ein Ursprechpartner für ihr, mit Ehren Urleis kennt natürlich auch sind Chambre de l'Agriculture oder hat das Gefühl, dass dir da gut nicht repräsentiert gibt? Chambre de l'Agriculture, du hatte mir ein bisschen Diskussionen, weil dir von der Wahl ja geschwärzt hat. Ja, effektiv, ja. Wir hatten nicht die Möglichkeit, weil das Gesetz für die Landwirtschaftskammer zu wählen ist ziemlich alt und müsste dringend überschafft gehen, steht auch so am Koalitionsakkord dran, dass das müsste geschehen.
Wenn wir von den Biobauern eng Löschstellen abstellen, das kriegen wir bald nicht hin. Wir kriegen so viele Biobauern gar nicht bei denen, die sich dafür wollen engagieren. Und da hat aufkommens gemäht, mündlich, dass sie als geben do mat abbannen, was sie aber nicht gemäht tun. Und wir können sie nicht darauf festnehmen. Das heißt, mir gehen Heinz do für ein Avis gefroht, aber für Sachen, die mal, wo ich denke, die aber auch wichtig wären, die gehen lernen da ist. Und da können wir echt reagieren, wann die Sache schon rausziehen. Und dafür war eben, hatte ich mich halt gefroht, wir vertreten eine Minorität. Wir haben 6% Biolandwirtschaft und der Rest ist konventionell. Also das ist schon auch ein Lobby froh. Mir hilft aber alles nicht. Mir geben alles aber gerne etwas mehr abbringen, ne, wann geht. Voilà, ich kann mich effektiv, wo dir davon erzählt, ich kann mich daran erinnern, dass es bei der letzten Sozialwahl noch eine Diskussion ist, mit dann ist es ähnlich wahrscheinlich wie mit den Diskussionen rund um das Wahlsystem bei den Chamberwahlen, mit denen ich angefangen und dass auch da im Moment nur Wahlen immer groß gedeiht, sondern dass das da leider ein bisschen an den Hintergrund rückt. Mir auf jeden Fall sind aber die Berufschambren je no Sektor an je no Thema bestimmt auch ein Ansprechpartner können sehen. Und da geht es für ein das ist ja ein Froh, ja. Cornelia Baum. Ja. Das sind ich moin, voilà. Am Staatsrat kann ihn nur direkt Lobbying betreiben, wenn man die kennt. Nee, der fing gar nicht. Gerst hat verboten, die. Inwieweit könnt ihr, wenn ihr die Leute kennt, inwieweit könnt ihr da mit engem schwätzen? Ja, aber also klar, die Leute sind ja nicht nur von der Welt komplett aufgeschnitten. Die dürfen natürlich auch sich darin erhalten. Das ist nicht Vokation vom Staatsrat. Ich meine, so, dann aber ganz kurz, was die Rolle vom Staatsrat ist. Also der Staatsrat hat am Anfang geholt Mission, nicht ein Gesetz, wat NRW als inhaltlich zu jugieren, also ich dort soll zu äußern, ob er gut oder schlecht findet. Der Staatsrat hat die Mission zu überprüfen, dass ein neues Gesetz nicht in Kontradiktion steht mit anderen Gesetzen, die schon existieren, nicht, dass du ein Widersprüche entstehen an dem ganzen Gesetzes, an dem Ensemble von Gesetzen, die es gehen. Und sollte nur gucken, dass alles konstitutionell an der Reihe ist, dass also da kein Widerspruch gibt, an dass neue Gesetze auch an Anklang stehen mit internationalen Verträgen, die wir angegangen sind. Als Letzteburg, die wir mit unterschrieben haben, notamment europäisch oder auch darüber hinaus international Texte, die mir gut geherrscht haben, zu denen man es dazu bekannt wird. Wenn der Staatsrat dann so ein Problem feststellt, dass eben an irgendeinem Punkt dort Kohärenz nicht garantiert wäre, dann möchte der Staatsrat etwa die nennt eine Opposition formell. Das heißt noch nicht, dass das Chamber nicht über das Gesetz stimmen kann, aber sie muss dann eine zweite Kehr nur einem Delay von 3 Monaten frühestens über das Gesetz aufstimmen. Die Chamber ist wirklich souverän und die Chamber kann sich über alles wegsetzen. Die Chamber muss überhaupt kein Avis zur Kenntnis holen. Aber im Fall vom Staatsrat, also just so, dass die Bremse angebaut ist, dass wenn der Staatsrat aus denen Konsiderationen, die ich genannt habe, eine Opposition formell mischt, dann muss die Chamber eine zweite Kehr drüber aufstimmen. Vielleicht für Anker kurz, just, wenn das interessiert, ich weiß auch nicht, wie man da Zeit, da sind schon ein bisschen. Also 20 Minuten. Vielleicht, weil da war manche dann wichtig ist, für ein Beispiel zu geben, wo ein Kehr der Staatsrat eine Opposition formell gemacht hat. Also, dass ein europäisch Direktiv kommt, die gesagt hat, dass es Mist für Affekoten aus anderen europäischen Ländern möglich sind, halt zu Lützeburg sich zu etablieren und als Affekot zu schaffen. Du wirst alleuropäisch Direktiv, gilt ja nicht d'office an alle Länder von der Europäischen Union, aber sie muss danach an ein nationales Gesetz umgesetzt, wie ihn das nennt. Und du hast bei der Umsetzung, du hast Länder nach einem gewissen Spielraum, du hast Lützeburg gesagt, okay,
Wir akzeptieren das, dass Afrokoten aus anderen europäischen Ländern sich etablieren. Wir hätten gern, dass sie nachweisen, dass sie können entweder Deutsch, Französisch oder Lützburg schwätzen. Sie müssen also einen von den offiziellen Sprachen können beschwätzen, für zu verhindern, dass ich für Gericht stehe als Lützburger Bürger am Klinschleie mit engen lesischen finnischen oder einen ungarischen Afrokot vertreten lässt. Ich verstehe dann nicht, was die will, sondern das muss dann ein Interpret kommen, für das zu übersetzen. Du hast die Chambre das auch so gestimmt. An der Staatsrat hat aber eine Opposition formell gemacht und hat gesagt, pass auf, weil er dort als konträr zu den europäischen Bestimmungen von der Bewegungsfreiheit, dem Droit d'établissement, für sich näher zu lassen, wo ihr will, der Freizügigkeit, da kriegen wir ein Problem. Chambre hat sich darüber recht gesagt, weil das geschieht, dass natürlich irgendein Afrokot, der sich darüber gesteuert hat, den du auch das ugesicht hast, für europäische Gerichtshof. Also die Chambre hat zweimal darüber umgestimmt, zweimal das akzeptiert. Du hast der europäische Gerichtshof natürlich das festgestellt, was der Conseil d'État, der Staatsrat, herausgesucht hat. Und darauf hat das Gesetz, muss geändert werden. Ja, also an dem Fall hätte ich so eine Chamber in dem Staatsrat noch gelöscht. Mit der das Troll vom Staatsrat an die versteht aus der genau, voilà. heraus, dass du nicht viel Sinn mischt. Sei denn mir hun Gesetze, die am Eisenbereich, dass mir etwas besser wissen, wie der Staatsrat das heißt, wenn wir wirklich ein Gesetz europäisch oder in Aalen oder so etwas hätten, dann können wir also wirklich mit Gesetz argumentieren, dann könnt ihr nicht probieren, aber nicht für, okay, ja. Ich verstehe die Rolle, Lo. Das war ganz gut, dass er das präzisiert hat. Merci. Gut. Sehr gut. Ja, voilà, da über den einerseits die offiziellen Gremien, die Berufschambre, wie ihr seht, dann ging es aber auch nach Interessenorganisationen, zum Beispiel, das sind zum Beispiel Gewerkschaften, ne, die zwei oder die drei groß, LCGB, OGBL am Privatsektor, CGFP am öffentlichen Dienst, da lebt am Bankensektor, heute am Strövel, da Moment, es ging an eine Reihe mit kleinen Organisationen. Das ist so, dass zum Beispiel an der Chambre des Salariés, das ist ein Parlament, wenn man so will, für Gewerkschafter. Das heißt, bei den Sozialwahlen stellen, ähnlich wie an der Politik, die politischen Parteien stellen Gewerkschaften da Listen ab, also sie proposieren Kandidaten, die Leiter sollen wählen, sodass sie an der Chambre des Salariés Leute von verschiedenen Gewerkschaften sitzen wird. Hauptsächlich OGBL und LCGB, was die dominanten Gewerkschaften sind, aber der Chambre des Fonctionnaires, du hast die Bedeutung von der CGFP sogar noch mehr ekrasant. Mehr in der Umstand kann es aber interessant sein, sich eben mehr gezielt und eng Gewerkschaft zu adressieren, dem nur im welches Sujet das es geht. Ich könnte da eine Deckungsgleichheit von den Interessen. Und ähnlich wie das geht natürlich auch auf der Seite vom Patronat. Die Einzelakteuren, die sollen das zum Beispiel FEDIL, das ist der Verband von den Industriellen, alles was die Industrie ist, dann Confédération du Commerce, CLC, Toresca, pardon, das Hotellerie, Restauration, Cafetien, das ist also die ganze Gastronomie. Da gehen es auch eben die groß, also das sind dann richtig in dat sie richtig Lobbygruppen der BBL natürlich für den ganzen Bankensektor. Ja, und dann voilà, dann ging es ja für alles du wirklich ein breites Palette von Assoziationen abgelöscht von die vielleicht nur van der FLF gesehen, ich stell dir vor, ich weiß, dass mal das Transfer hatten die nicht mal eng Aktion gestartet mit Fußball, die aus fairem Leder gemacht sind, für was sich dann nicht als ONG auch in eine Sportföderation adressieren, wenn es gemeinsam Interesse gehen, dafür, dass das wirklich ein bisschen Fremdheit auf dem Slide mit das aber voilà, kann sich durchaus eine Situation präsentieren, wo es mal Interesse gleich steht. Das heißt, muss ich noch mehr denken, wo sind Allianzen eventuell zu finden, wo kennt eine Organisation sind, die ein ähnliches Tool ist wie ich, und die am Anfang ja, immer nur Motto zu summen sind wir mich stark. Voilà.
Und da sind dann nachts so die Stinisch, die kennt er ja auch ganz gut, schon nicht extra. Mal eng Frau noch zu den Kummern an zu den Gewerkschaften. Dat ist ja dann irgendwo deckungsgleich. Weil sich schon die Kummern immer just gewerkschaftlich Lüchten aufsetzen, wurde ja an den legale Kummern eigentlich keine Vertretung von all den Menschen, die ja keine Gewerkschaft sind. Die sind quasi nicht legal repräsentiert. Weil die oft andere Meinung, wenn die Gewerkschaften sind, sind bestimmt nicht hat das Brief und ich an eine Gewerkschaft will gehen und eventuell einen anderen. Und dann kann ich keine Vertretung. Ja, wobei die Vokation von der Chambre des Salariés, also die Intérêt vom Salariat zu verteidigen. Und genau das ist ja auch die Aufgabe der Gewerkschaften sich verschrieben haben. Aber wie soll ich sagen, ich weiß aber nicht, wie soll die dann repräsentieren, wenn die nicht an einer Gewerkschaft sind. Da müssen die eine Liste machen, von nicht gewerkschaftlich organisieren. Die Möglichkeit gibt es natürlich. Die gibt es. Ja. Selbst wie auch bei Landeswahlen kandidieren mit einer Liste, die von all den anderen etablierten Parteien aufhört, wenn die nicht will, um zu dienen. Das kann ich immer merken. Wo sie natürlich tut. Wieso nicht genau Konditionen bringen, brauche ich natürlich auch Prozeduren zu respektieren, wie das geht, kann ich nicht einfach bestimmte Kriterien erfüllen, ihre kandidieren. Möglich ist Okay. Ja, wenn Zeit so weit schon fortgeschritten ist, da wäre es vielleicht aber nach gut in positive Petitionen zu verlieren, weil das ja ein Moyen ist, den extrem viel genutzt wird an der Last, an den denken ich auch gerade für Assoziationen, die probieren, ein bestimmt Uleies zu thematisieren, die werden mal an öffentlich zu bringen, kann ein ganz flotten Moyen sein, der vielleicht noch nicht genug genutzt ist vom assoziativen Milieu. Es gibt ein extra Site von der Chambre, den übrigens schon viel besser ist wie den traditionellen Chambre-Site, das ist schon große Erfahrungen gemerkt, auch die Adresse petitionen.lu. Da gibt nach einen Unterschied gemerkt zwischen öffentlichen Petitionen und einfachen Petitionen. Also wenn heute ist das für Petitionen geschwärzt wird, sie quasi immer die öffentlichen Petitionen genannt, und damit gemeint sind, das ist ein bisschen komischen Term, ich weiß auch nicht, wie sie das öffentliche Petitionen genannt haben, aber das sind von elektronische Petitionen, also Petitionen über Internet. Denn die traditionelle Petition, die jetzt schon immer go, die klassische Unterschriften löscht auf Papier, die gibt es auch immer nach. Die werden doch nicht verschwunden, gibt natürlich viel Männer genutzt, kann aber interessanterweise, just wie das zu sagen, es kann ihn auch die zwei Magnen verbannen. Das heißt, wenn Ihnen eine Petition elektronische Weg heranbringt, kann ihn trotzdem nach durch no Unterschriften auf Papier no Rechen an die gehen dann auch kontabilisiert. Das Prinzip von der öffentlichen Petition, und ich will mich einfach darüber limitieren, weil ich auch meine, dass das für mich aber die interessantste sind, als folgendermaßen: Ihr könnt über die Site petitionen.lu die Petition erreichen. Die muss also ein Titulé holen, muss klar daraus rausgehen, wer da am Fond geholt will, mit der Petition erreichen. Sie muss auch an den Vorsatz kurz motiviert gehen. Und dann wird sie von der Petitionskommission analysiert an für recevabel oder irrecevabel. Da gibt es aber präzise Kriterien. Natürlich, du musst nicht fertig durch die Kurve zu fallen, just weil vielleicht du ist, der dann einer Petition formuliert, dass einer Majorität von den Membern an der zuständigen Chamberkommission, die sich darum bekümmert, nicht gefällt. So was nicht, es gibt objektiv Kriterien, an den Hauptkriterien sind von geholt,
dass eng Petition an dat wat du verlangt d'intérêt general muss sinn. Dat heißt, die könnt lo net eng Petition abbringen, weil den BAM vun ihrem Noper zu weit an Äre Gerd river geht, an nicht zuviel Schiert mischt, an zuviel Bilder darauf fallen, muss schon d'intérêt general sinn. A wann dann Chamberkommission der Meinung ist, dass das d'intérêt general ist, da gëtt die Petition online gesagt, und dann sind 6 Wochen Zeit, dann hast du 6 Wochen op für Unterschriften. Unterschreiben kann jedereen, den 15 Jahre hat, den eng Matrikül, eng Lützburger Matrikül hat, das also nicht op Präsident limitiert, das können noch Leute, jedereen, den noch Leute Frontalien, die wo ja auch eng Lützburger Matrikül, die können auch do mat schreiben. A wann het gelingt, wann denen 6 Wochen 4.500 Unterschriften oder mehr zusammen zu kreieren, dann könnte zu einem öffentlichen Debat an der Chambre. Den öffentlichen Debat, das ist etwas, was nur engem feste Spielregeln auflebt. Du sitzen also auf der einen Seite Petitionären, die können bis zu 5 Leute dahinter schicken. Auf der anderen Seite sitzen Deputierte aus der Petitionskommission plus aus der Fachkommission, die für den Domain zuständig ist, von dem Petition handelt, wenn das um ein Umweltthema geht an der Petition, da sitzen auch Deputiert von der Umweltkommission mit an, es sitzt auch den zuständigen Minister mit am Raum, dann haben die Petitionäre Möglichkeit nachher hier Ulayes mündlich vorzubringen. Dann soll eine Form Dialog entstehen mit den Deputierten, wo die Deputierte doch ihr Fragen können stellen. Und zum Schluss hält dann den zuständigen Regierungsmember auch Stellung. Und da geht es das ist den öffentlichen Teil, geht dann die Sitzung aufgeschlossen und dann haben drum meistens nach einem Weeklo, wie sich da also eine Reunion von den Deputierten an der Zonen deren, wo zusammen da mit der Regierung geguckt wird, wie ein Suivi kriegt die Geschichte, was für ein Suite gibt man der sagt. Und da ist just etwas, weil die sich muss bewusst sein, wenn in die 4.500 Unterschriften zusammengekriegt wird an den öffentlichen Debatten statt, dann heißt das natürlich nicht, dass aus einem Ulayesrecht kriegt, dass also die Forderung, die stellt, dass die auch erfüllt wird. Das ist nicht der Fall. Da fragt sich vielleicht, ja, wenn das nicht so ist, war das dann überhaupt ein Intérêt für eine Petition zu machen? Erstens ist ein Intérêt den, dass eine Öffentlichkeit kriegt für ein Thema, die auf eine andere Manier nicht unbedingt kriegt. Es setzt natürlich voraus, dass die Petition, sobald sie abgeht für die Signatur, dass da auch eine gewisse Dynamik rundherum entsteht. Und die kann ich auch als Initiateur von der Petition mit, ich will nicht so steuern, mehr ob man es favorisieren, dadurch, dass ihn das natürlich clever begleitet über Social Media, dass ich rundherum das kommuniziert, über die Petition, an ob dem man auch abrufen möchte und Leute, weil unterstützt als Ulayes, da kriegt ihn also eine erste Kehr eine gewisse Öffentlichkeit, da kriegt ihn natürlich eine Öffentlichkeit, wann es dann effektiv zu dem Debatpublik kommt. Und was trotzdem geschieht, auch wenn ihn nicht sein Ulayes von der Petition seine Forderung 1 zu 1 erfüllt kriegt. Also es ist aber so, dass natürlich Politik, was sie merkt, dass eine Forderung von 4.500 oder sogar mehr Leute unterstützt wird, dann hält sie das egal wie zur Kenntnis. Und dann wird das nicht einfach weggewischt. Es kann natürlich durch Ausnahmen geben. Also die rezente war eine Petition, die ein Abheben von allen Covid-Restriktionen
gefrot huet oder auch die vermeis wonach du die Paris-Experten die Notre Dame gestürben as Kommmers fir sich kind iwwer Impfstoffe opzeregen. Dat sind natürlich Sache, wo politisch Decisionen so klar sind, dass se auch bei enger Petition, die vu méi wie 5.000 Leuten erschriwe net iwwer de Kopf gehalt gin, das evident. Me van der einer Petitionen huet eng die Rezenz zum Beispiel zum Debatpublik brucht huet, dat war déi, wo een Gruppe vu Fragen gefrot huet fir zwedeich Kongé ze kreien am Fall vun Problemer, also wo se peng hätten wenns der ihrer Regel. Natürlich as die natürlich nee, die Forderung diese Gestalt gin vun den zwedeich Kongé, die as net erfüllt gin. Me et as aber du nur trotzdem Appes geschieht, und zwar huet den Erbichtsminister versprach, dass se gef mat de Sozialpartner, also mat Patronat a Gewerkschaften drüber schwätzen, ob net kennt irgend welche Modalitäten fannen, für das die konzernéiert Frauen zum Beispiel am Teletravail bleiben, die dich nicht so gut ist, oder dass sie die Zeit, diese Umständen, wenn sie mal einen halben Tag mussten daheim bleiben, dass sie die können zu einem anderen Zeitpunkt nur schaffen. Weil ich dummer alles will so, und das, dass ihn trotzdem, wann ihn ein Urlaub wird, weil von ein paar tausend Leuten unterstützt wird, wo den eng Öffentlichkeit kriegt den eng Kuvertur an de Medien, et gëtt drüber geschwärzt, an et lässt trotzdem Politik net kahl. Et gëtt kaum eng Petition, die als die an engem öffentlichen Debat diskutiert ginnners vun de Petitionären zu summe mat Chamber a Regierung, die net an irgendeiner Form eng Suite krit hat. Wie gesagt, die Illusion sollen sich nicht machen, dass sie do 100%ig recht gibt. Mit der dann, dass wir aber auch viel Wert, denke ich, an du hast bestimmt auch gerade für ONG, die an einem bestimmten Bereich aktiv sind, kennt das eine Opportunität sind, für auch ihrem Ulaie eine gewisse Öffentlichkeit zu verschaffen. Da steht et bra in eng Nationalmatrikül kann den dann noch als Assoziation eng Petition starten. Ja, mir es muss immer eine Person dann, pardon, sowieso, das, was ich gesagt habe, Matrikül muss ich haben, wenn ich eine Petition unterschreiben will. Okay. Beim Nachreichen von der Petition, wenn wir auf dem Site gucken, weiß ich mal nicht, ob das unbedingt notwendig ist. Also wenn du, aber a priori unterschreiben ich eine Petition ja wahrscheinlich gerne selber. Heinz, du kannst eng Differenz sinn, ob en als Kollektiv froen oder se Person. Ich meine, beides ist möglich. Ich muss nicht studieren. Guck mal, was der familiär se. Wir haben immer noch knapp 5 Minuten. Ja. Da müsste man wahrscheinlich sagen, ankommen. Nee, da steht Nummer 4. Also. Okay, dann hast du also ja. Ja. Voilà, danke zur Verdeivung 10. März von 11 bis 12:30 aus die 2 Sitzungen. Da gucken wir eben zusammen den Interview an Schwarzenden nun drüber. Und da geht es die Woche drauf, alle Gäste zusammen an die Chamber, wo dann eigentlich frohe Gestalt können gehen. Voilà, das ist nicht. Dir, Maurice, vielen merci, dass du hier warst heute. Der ganze Wissen zur Verfügung gestellt hast. An all die Leute, die hier waren und in dieser Formation teilgeholt. Vielen merci. Ich meine, das kann ich so am Namen von den 3 Organisationen. Bis die nächste Kehr. Adi. Den Jean-Claude Juncker wird leider müssen jemand kurzfristig aufsuchen. Und zu unserer Fried hätte Marc Angel für jemand kurzfristig zugesucht. Also ich bereit erklärt, euch Rede und Antwort zu stellen für einen ganz großen Merci schon auf dieser Platz. Diese Sitzung geht um Froh, wo die Lehrer sind zwischen der EU und der Nationalpolitik. Also wir beschwatzen auch auf Grundlage von der Fragen, die dir uns geschickt hat, wie die EU und Nationalpolitik interagieren und da haben wir Fokus auf der Frage, wie ONG zu Lützeburg hier Ulais besser auf verschiedenen Ebenen nur bringen können. Ohne nur zu weit greifen zu wollen, ich denke, du Marc Angel sieht bestimmt auch gerne selber probiert zu seiner Person. Einen kleinen Überblick zum Marc Angel. Also der Marc Angel ist viele wahrscheinlich als LSAP-Politiker bekannt, wurde seit den 80er
Parteimember aus. Am 2004 aus den Herr Angel an der Chamber, am 2019 als Nachfolger von Nicola Schmid am Europaparlament. Da bin wohl als kleinen Anfang. Zu viel verroden, lassen Stimme Marc Angel und Maurice Molitor selber zu Wort kommen. Wegen so den Hinweis nach, wann da ein Vorwort steigt sie direkt, hilft direkt der Hand und wir müssen erst direkt zurückkommen, weil der heute wird nur ein offen, frohen und Diskussionsrunde geben. Das heißt, Themen können auch relativ schnell wechseln. Voilà. Dummer Dank in den Sport und dem Maurice Molitor und dem Marc Angel. Ja, merci vielmals. Auch von meiner Seite schönen guten Morgen an Leif Grace direkt auf Straßburg, wo wir heute Marc Angel erreichen, den also dankenswerterweise angesprochen hast für den Jean-Claude Juncker. Und ich meine, das erstmal final muss ich mir das gut gesehen, gar nicht so schlecht, weil hier vielleicht sogar als nationalen Deputierte während 15 Jahren an Luzenter 3 Jahre als Europadeputierten mehr in direkte Kontakt mit Assoziationen, ONGen hat, wie Jean-Claude Juncker das als Premier oder Kommissionspräsident hat, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, sodass man das wird mal alles checken, ob das auch so ist. Interessant, Marc Angel seiner Karriere als auch den langen Engagement, 40 Jahrhundert an der Kommunalpolitik. Das ist ein Aspekt, den man gleich gar nicht bereit hat, wo er auch vielleicht zum Schluss von diesem Gespräch kann kurz drauf kommen, wie eigentlich, ob es auch da Lobbyarbeit geht, ob die sich an irgendeiner Form differenziert von dem, was nationalen oder europäischen Level geschieht. Also ich habe mir das nur so viel gestartet, dass ich für dich ein Zucht ein Interview machen mit Marc Angel. Ich denke, dass das eine gute halbe Stunde bis eine 3-4 Stunden wird beschäftigen. Und Döno geben wir dann frohen auch nach von irgend oder respektiv auch immer dazwischen. Das ist wirklich ein Problem, dass sogar vielleicht besser vor dem Moment zu stellen, wo sie sich abdrängt, wie sie abzuschreiben an Richtung nutzustellen. Dafür genähe dich also nicht für ruhig das Gespräch auch zu unterbrechen. Ich will auch die Proen, die gemeldet sind, zum Deal verschafft eine Menge Präparation, nicht alle gut. Wann dir du gefehlt wird, dass froh nicht gef optauchen an dem Katalog die nächste Summgestaltung dann zeigt doch nicht nur für das Gelegenheit, die froh dann noch selber zu steigen. Voilà, ich will aufhängen, vielleicht mal Marc Angel mal die allgemeinen Konsiderationen über Lobbyismus. Lobbyismus, Lobbyisten sind da Termen, die für ich negativ besetzt sind, neutral oder sogar positiv? Voilà, merci Maurice für die Frage. Moin alle gut. Merci, dass ihr mich invitiert habt. Das ist immer flott, mit der Zivilgesellschaft zusammen zu schaffen. Und dafür fand ich den Term Lobbyismus als am Anfang klingt das, wie wenn das Negatives wäre. Mir fand ich das ganz Positives, wenn es transparent ist, wenn als Politiker nicht heimlich mit Leuten zusammen könnt, mehr das publiziert, wie wir das am Europaparlament mussten machen, da fand ich es schon durchaus etwas Positives. Besonders positiv fand ich es natürlich mit der Zivilgesellschaft, wenn es Lobbyisten aus der Wirtschaft sind, also auch ganz so informativ, denen noch notzulauschen, hier Argumente zu kriegen. Das heißt nicht, dass in denen dann muss auch an seine Arbeit ranbringen. Aber ich fand aber gut, dass wir nicht an einer Bull für Politiker bleiben, zu Brüssel nennen wir das Brussels Bubbles oder Strasbourg Bubbles, mit dass wir darüber rausgehen an mit Leuten, die im Terrain schaffen. Weil das ja Lobbyisten sind, Leute, die im Terrain schaffen. Besonders die aus der Zivilgesellschaft, die kennen die Realität im Terrain, die wir was auch kennen, aber das ist immer gut, um die Realitäten erinnert zu gehen. Und dafür fand ich es schon gut, dass man als Politikerinnen und Politiker Kontakt mit Leuten, die im Terrain sind, Lobbyist. Den Term hat eine negative Konnotation, effektiv, aber wenn man aber guckt, was der Hand stößt, also nicht so negativ gegen ich meine. Deckt ja auch eine ganz breite Palette von verschiedenen Interessengruppen auf. Das geht ja von großen Patronatsverbänden an den großen Gewerkschaften bis bei kleinen Assoziationen, die echt punktuell auf einem Sujet schaffen.
Genau. Und da geht es ja auch europäische Standpunkt, geht es ja die europäische Dachverbände von den verschiedenen Lobbygruppen. Zum Beispiel, wie ich zuletzt an der Chambre war, habe ich ja ganz viel mit Ferkel von den ONG zusammen geschafft, als Präsident von der Außenpolitischen Kommission, die auch Kooperationspolitik gemacht hat. Und zu Brest hat den damals Concord zusammen den Dachverband von den verschiedenen Organisationen. Und das ist ganz Normales. Es gibt ja Register, ein Transparenzregister von den 3 europäischen Institutionen, Kommission, Parlament und der Conseil haben zusammen ein Transparenzregister. Da sind nämlich schon 12, ich muss gucken, 13.612 im Moment Organisationen registriert an mir auch auf meiner Seite vom Parlament, von dem man umklickt, dann auf die offizielle Seite vom Parlament geht, wo sie möchten draufsetzen, da sagen die Oral, die Rendezvous, die ich habe. Es sind da, die man muss deklarieren. Wir müssen zum Beispiel deklarieren, wenn wir Rapporteur an einem Projekt sehen oder Shadow-Rapporteur, also Schattenberichterstatter, wenn wir ein legislatives Projekt schaffen, dann müssen wir, wenn wir ein Rendezvous haben, mit dem Dossier zu dienen, da muss man da doch deklarieren. Wenn wir andere Rendezvous haben, die man nicht müssen deklarieren, geht doch rekommandiert, sie trotzdem freiwillig zu deklarieren. Und ich fand, heutzutage soll ganz transparent sein, wir haben nichts zu verstoppen. Wir hatten ein Dossier, wir hatten eine Spezialkommission über Krebs, die wird BK-Kommission gehecht, Beat Cancer, und da sind natürlich verschiedene Tobaks, die Lobbyisten, die ugefrotet ist und die gelauscht hat, natürlich finde ich noch nicht so gestimmt, wie sie es gerne gehabt hätte, aber ich fand, sollen immer die 2 Klacken hören oder soll keine Berührungsängste tun mit Lobbyisten, mit der Tisch nicht, dass sie dann Herr das möchte, was sie so Als de Lobbyregister europäesche Niveau am Europäesche Parlament selwicht opgestalt wie Tregelle sinn lo neierdings zu Lützburg, die sind zu Lützburg lo recht afeiert gin no RMD Per Bresel respektiv Straßburg, mir die kennt ja aber das System as dat selwicht. Ich hole nun das nämlich, dass ich von der Lützburger System nicht kannte. Ich bin froh, dass es endlich zu Lützburg auch so etwas gibt, weil das selbst ganz wichtig ist, dass Bürgerinnen und Bürger können gucken, mit wem wir heißt treffen, wem wir gesehen und so weiter. Da dehnt sich die Age, wo man nicht, weil ich nicht muss gehen, wenn ich Lützburger, wenn ich mit der Lützburger Chambre zusammenkomme, das muss ich nicht gehen, wenn ich mit einem Lützburger Ministerium zusammenkomme, das muss ich nicht gehen. Ich kann nicht gehen, ich kann da zum Beispiel gehen mit das muss ich nicht gehen. Ich muss gehen hauptsächlich, wenn ich mit Interessensvertreter von verschiedenen Firmen oder wirtschaftlichen, das sind die allerwichtigsten, die muss gehen. Trotzdem stelle nicht mal froh, dass du froh, die ich mir als Bürger stelle, die ich nicht suggeriert kriege von den Vertretern, die als halt so geschaut sind. Wie wird das eigentlich Plus-Value von dem Register? Weil die sieht ja sich gut nicht aus. Wenn ich mit Vertretern von der Tabaksindustrie zusammen so sieht das gut nicht aus, über meine Position, meine Haltung zu denen ihren Übungen. Es nicht ja sogar ein gewisses Misstrauen, ein Anstand, auch von der gut nicht übrig wäre. Also Plus-Value, ich fand aber schon ein Plus-Value da, erstens, das kann man ja auch, als Worte sie auch ganz transparent am Europaparlament. Ich meine, kann alle Bürgerinnen und Bürger nur gucken, wie ich zu all Einzelamendement aufstimmen. Nicht nur am Wort an der Plenär, aber auch schon an der Kommissionssitzungen. Da ist ganz eine Transparenz für uns in der Lützburger Chambre. Alle Kommissionssitzungen gehen live wie verdrohen und die bleiben im Internet, die kann ich no lauschen, no gucken, und noch, da gehen die Worte an all die Worte, die wir machen am Europaparlament, die sind öffentlich zugänglich. Ich muss so das letzte Mal ja immer selten konfrontiert mit diesen Aufstimmungen. Ich weiß von Kollegen, die immens viel Rückmeldung kriegen oder Kritik kriegen, wenn sie für etwas oder gegen etwas gestimmt tun, die sie viel mehr in der Scrutiny, wie man das nennt, wie mir zu Lützburg. Also das vielleicht, weil man die Kultur nicht tun, dass nicht so geguckt wird, wie man aufstimmen oder dass die
wollten an der Chamber sie auch öffentlich, ich weiß nicht, wie das wäre interessant für die No-Last drin haut, für von denen gewollt zu gehen, geht dir nur gucken, wie die Leute aufstimmen oder nicht. Das wäre auch interessant zu wissen. Das wäre auch mein nächstes Frage. Geht dir eigentlich als Deputierte Gewur oder könnt ihr nur vollziehen, wen dann all die Informationen, die an den Transparenzregister stehen, konsultieren geht? Nee, das tue ich noch nicht, das weiß ich nicht. So, ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Das war eine interessante Frage, ich checken das, ob meine Mutter bestehen, das ging mich nämlich dann auch interessieren. Ja. Bon, Lobby SEO, hast du eine Frage? Ja, ich meine, okay, gut, ja, dann hören wir den. Alles gut. Ich hatte nur das Gefühl, es wäre eine Frage aus der Runde. Nee, ist das falsch? Nee, wir können dir wenden. Soll ich weiterführen? Pardon. Ja. Okay, da wäre das nur ein Missverständnis. Nee, was ich wollte fragen, Sie lobbyen eigentlich, Lobbyer sind immer proaktiver, gehen auf die Politiker, oder könntet auch für, dass die Politiker bei der Lobby geht? Mir gehen noch bei Lobbyen selber, zum Beispiel, ich gebe nicht nur ein Beispiel, ich bin Co-Präsident vom LGBTI-Intergruppe, das ist eine Gruppe von 157 Deputierten, die sich einsetzen für LGBTI-Rechte wir waren letzte Montag bei ILGA Europe. ILGA Europe ist der Dachverband von den LGBTI-Organisationen in Europa. Wir waren als Büro vom Intergruppe, also mit meiner Co-Präsidentin und mit 2 Vizepräsidenten, sind wir bei sie gegangen und wir haben geguckt, was wir das Jahr Motto du Jour und dann haben wir uns auch besonders mit der Ukraine-Krise beschäftigt, weil an dem Krieg sind die vulnerabel und noch oft LGBTI-Leute besonders kümmern wir uns viel auch Transpersonen, wo große Probleme gehen. Und da gehen wir bei sie und sie sind Spezialisten, sie kennen alle Details, sie sind Kontakte, das ist schon wichtig. Ich bin noch Polen und Ungarn gereist, an dem Kader der LGBTI-Politik, weil ihr wisst, dass an Polen und Ungarn wirklich vom Staat aus eng staatlich gesponserte Homo- und Transphobie, also dann ist es wichtig, dass die ONG noch unterstützt, an den Ländern, an den Ländern, wo die Autokraten Parteien herrschen, wie die vom Herrn Orban oder Polen, da sind die Leute, die opposieren zu dem Regime, die leben in Europa, das sind denen hier leicht Hoffnungen, da ist wichtig, denen Not zu lauschen, zu hören, was sie als so, und hier Massagen zu lauschen, vielleicht so, die machen nicht genug von Europa, also das war da falsch. Ich meine, dafür ist es schon wichtig, dass wir auch bei Zivilgesellschaft gehen. Für mich ist es immer ein Plaisir, auch mit Juramitiert an Konferenzen. Ich fand immer super, von den Konferenzen, wo du auf der einen Seite Zivilgesellschaft hörst, auf der anderen Seite der Monde Akademik, also Thinktanken oder Unislides, die etwas schaffen, an der mir als Politiker. Ich fand das ein super Mix, da wird ganz viel gewohnt. Da gehen natürlich auch die Konsultationsprozesse, die Europäische Kommission, se mat engem neue Projekt oder enger neier Strategie herauskönnte, konsultéiert Zivilgesellschaft, an do gëtt dann auch Parlament mat invitéiert, zum Beispiel kinches Beispiel vu 2 Joer huet Kommissarin fir d'Egalitéit, Madame Helena Dali zo Strategien ragin Gender Equality Strategy an noch der LGBTI Strategy, bei den 2 Strategien huet die Europäische Dachverband, European Women's Lobby, an anderen Frauenorganisationen zusammen am Parlament brucht, mit Deputierten an ein bisschen Ideen gesucht, wie sie die Strategie will aufbauen. Und da kommt natürlich auch jeder schriftlich dran teilholen. Aber neben dem Schriftlichen wäre aber auch wichtig, den persönlichen Kontakt und Austausch zu holen. Und ich meine, das ist schon wichtig. Ich schaffe in einem Dossier, das ein Hartnuss, weil das eine Direktive über Transparenz salarial. Ihr wisst, dass man in Europa nach einem Gender Pay Gap und dass Frauen durchschnittlich 14% mehr verdienen wie Männer. Das ist ein Skandal. Zuletzt sind wir zwar da wirklich
die best dran, du hast am kleinste nas nach immer do an du man natürlich auch ich ganz viel mit der Gewerkschaften zu Summe geschafft mit dem ETUC, das ist ein europäische Gewerkschaftsbund an aber auch mit der European Women's Lobby zu Summe geschafft das war schon interessant die proposieren als Amendmente was man die Amendamente das geht so weit, dass man fertige Amendamente ein so geliefert kriegen dann schaffen wir drin, wir können den dann an Numm rabbringen. Das ist schon die Leute, die sie ganz nur in den legislativen Texten. Und das wird die Interessantheit zu Brüssel, du hast wirklich am Anfang vom legislativen Prozess. Vieles zu Lützeburg oder in den nationalen Parlamenten hast du eine Transposition von den EU-Direktiven hin an nationales Recht. Du hast nicht die Latitude wie in am Anfang holt, wo wirklich kann einen Text steuern. Es geht ja so, Kommission könnte man den Text daraus, und da schaffen die zwei Co-Legislateuren drin. Der Conseil, das sind Ministerinnen, die schaffen am Conseil im Text, die man Änderungen an mir am Parlament, man einen Bericht über die Proposition von der Kommission, und wir machen auch Änderungen an und dann Hanno gehen wir an den Trilog, du hast dann Kommission mit dem durch, der Conseil am Parlament und dann sind wir die drei Positionen müssen wir dann an eng zusammenschmelzen. Ne? Und auch sogar an dem Prozess von dem Trilog Nummer 1 nach Kontakt mit verschiedenen Interessenvertreterinnen und Vertreter für als Nachargumente zu kriegen, für als Positionen besser durchzuboxen, sodass man wirklich von Anfang an, wo die Konsultationsphase von der Kommission, während man am Parlament in einem Dossier schaffen, an bis am Trilog nach wichtig als immer Kontakt mit dem Terrain zu haben. Ja, das ist richtig, die Chronologie auch abzuweisen. Also ganz viel von den gesetzlichen Mesuren, die heute zu Lützburg geholt, die geht haut zurück auf europäische Direktiven. Das heißt, an der gut Nationalparlamente haben und nach ein bisschen Spielraum, aber eben limitierten Spielraum, just was sie das umsetzen. Du stellst natürlich vor, kann eine Lützburger ONG-Assoziation überhaupt dem Moment schon irgendwie sich zu Wort melden, wo zu Brüssel etwas geschieht, oder kann ein Lützeburger ONG sich am Anfang do aber just und die Lützeburger Vertreter am Parlament wenden, muss für die große Marche, wenn ich es mal so kann nennen, sich dann an einem von den Föderationen, die in den europäischen Verbänden probieren Aufschluss zu holen. Wie lief das auf? Also da wird es für eine Lützeburger ONG zwei Möglichkeiten. Entweder hängt sie sich direkt die europäische und ihren Dachverband hin, also selbst für alles ganz wichtig ist, können wir da mal die erste Summe ganz eng auf dem Dossier schaffen, als wie wäre, was zu Brüssel geschieht. Mit der anderen Seite, wenn die Kommission mit einer neuen Idee kommt, den Text rauskommt, gibt es eine Kommunikation darüber gemacht, und das gibt es auch an die Länder geschickt, an die nationalen Parlamente. Und auch da an den nationalen Parlamenten muss ein Avis gemacht werden dazu. Und da können auch Gewerkschaften oder da kann auch Zivilgesellschaft sich dazu äußern. Die löscht, die ist ja Chamber kriegt, die löscht ja von der Kommission, aber die löscht das ja auch öffentlich. Und da haben wir ja einst auch Avis gekriegt von der Chambre des Salariés oder von Umweltverbänden. Ich kann mich erinnern, wie ich an der Chambre war. Und da kann man sich heranbringen. Das ist ja leider nicht bekannt genug, dass auch nationalen Deputierten eine europäische Dimension hat. Das sind nicht nur Mehrheit zu Europadeputierten, die Dimension haben, aber auch die Nationaldeputierten können und Möglichkeiten, eine Proposition, Trollkarte oder den Karton jaune zu weisen, das heißt von einem gewissen Zahl von nationalen Parlamenten gegen das Besinn, da können sie sich wehren und da muss die Kommission da zurückholen. Aber das ist ein Instrument, das leider nicht genug gebraucht wird. Ich habe mich damals als Nationaldeputierten auch gesagt, im europäischen Plan, dass es eine sogenannte Green Card gibt, dass auch die Nationalparlamente können der Kommission eine Message geben, so ein Heil, lasst mal, wir hätten gerne, dass da aktiv geht an eine Direktivausschaft. Wir hatten eigentlich so eng gemacht, das war ein Green Card für den Food Waste, wo wir ein ganz rich Nationalparlament hatten, die gesagt haben, wir müssen der Kommission so eine Initiative holen
für ein Direktiv über den Foodway, ich weiß nicht wie, Verbitze von Nahrungsmitteln soll man das, weil wir auch selber hier in Europa kein Initiativrecht als Parlament, das ist ein wenische Parlament auf der Welt, das kein Initiativrecht hat. Mit das wird ja ändern, hoffen wir, gibt ja viel darüber geschwärzt, dass man vielleicht nur der Konferenz über Zukunft von Europa Konvent kreieren für ein neues Treffen ein bisschen zu ändern und dann Mensch, das ist unbedingt wichtig in einem demokratischen Europa, für das auch ein Europaparlament ein Initiativrecht kriegt. Kann ihn also zu einem ganz freies Stadium schon auch über das Nationalparlament als Assoziation probieren Einfluss zu nehmen, muss ihn eben just gewohnt gehen, dass du etwas erwähnst, dass ein Direktiv an der Mer ist. Das ist der große Challenge da wahrscheinlich für die ganzen assoziative Milieu für informiert zu sein und immer letzten Stand zu sein. Dafür ist es wichtig, dass Zivilgesellschaft auch von der öffentlichen Hand unterstützt geht, weil wenn ihr nicht mehr als Volontäre nach Benevolen, dann ist das praktisch leider nicht möglich, weil ich meine, als Benevol hat ihr seine Arbeit, seine Familie, und wenn ihr dann noch so viel Energie am Opfern muss, da ist es schon wichtig, dass auch an der Zivilgesellschaft immer zu einer größeren Professionalisierung können. Ich meine, das ist ganz wichtig. Für mich war, ich gehe auch viel an Afrika am Kader von UNAIDS. Ich bin bei UNAIDS ganz engagiert gewesen. Haben viel Lobbying gemacht bei den verschiedenen Regierungen. Da habe ich auch immer gesagt, Zivilgesellschaft als der Partner, weil verschiedene Länder, die nicht so demokratisch sind, gibt Zivilgesellschaft ein bisschen als Feind oder nee, Zivilgesellschaft als der Partner von der Politik und das zusammen, wo man Sachen können bewegen. Das wäre eine Menge Approche an. Dafür fand ich es wichtig, dass man eine starke Zivilgesellschaft hat, die erst ja kritisiert, und das ist auch gut, dass man so kritisiert gehen, dass man jetzt muss man dann an den Spiegel gucken und vielleicht evaluieren, das ist schon eine gute Sache. Ich bin noch nicht immer d'accord gewesen, man da zählt irgendwann nicht, auf verschiedenen Dossiers war ich nicht immer d'accord mit, das ist aber immer gut, die wirklich Auseinandersetzung. Wir wissen, dass wir als Politiker oft Generalisten sind, besonders zu Lützeburg, als das so, wo man 60 Deputierte sind und alle Themen müssen praktisch umfassen, dann ist es schon wichtig, dass es an der Zivilgesellschaft oder dass es da Leute sind, die wirklich ganz spezialisiert oder bei einem Dossier sind, für uns zu filtern mit wichtigen Informationen. Und also zu helfen und zu begleiten. Die geht also auch ganz bewusst bei ob die Lobbyen für von ihrer Kompetenz, ihrer Expertise auf verschiedenen Dossien zu profitieren. Allerdings ist das ja eine Expertise, die auch mit gewissem Interesse verbunden ist. Dadurch steht ja dann ein Lobby von einem, wenn ich so neutralen Expert, den auch eine Kompetenz auf einem Dossier hat, an die Information noch gerne neutral zur Verfügung stellt, ohne das direkt mit einem konkreten Handlungsgedanken oder Ulayes zu verbannen. Also du immer als für die Politiker so einfach den Unterschied zu machen. Das ist eine Sache von, ja, natürlich, ich muss nicht immer mit allem d'accord sein, aber ich kriege aber eine ganze Reihe von Fakten und dann muss ich nur seine eigene Meinung bilden, natürlich. Aber tut viel mehr Informationen und durch für sich seine eigene Meinung zu bilden. Und ich meine, das ist der Avantage davon. Das ist nicht, dass immer der Planmanager alles überhüllt, nee, muss sich kritisch damit auseinandersetzen und dann haben wir ja auch Fraktionssitzungen, wo oder Sitzungen innerhalb von Kollegen, Deputierte, wo man über ein Dossier diskutieren und dann bringt dann da drauf, was den hören hören und dann gehen die Positionen ausgeschafft. Vorstellen? Ja. Ich will, dass wir noch bringen auf der Platz, wo eben angefangen mit der legislativen Arbeit, das auf europäischem Niveau, dass in am besten halt den europäischen Dachverband zu tun, dass Politik auf uns zukommt. Wenn wir so als real gucken, wir können nicht gewollt, was auf europäischem Niveau lebt, wir gehören keinem Dachverband und da sind noch nie Politiker bei uns vorgekommen. Dann fühle ich mich aber noch verlorene Posten.
so wann skrift wegen SBL da sieht oder den Umweltbüro. Umweltberatung, ja. Das ist auch egal, wann in der Situation noch erzählen, dann machen es möglich. Okay. Die sieht ja, schön, die sieht ja, die hat ja auch professionell Modarbeit da. Ja, mit dem nicht Möglichkeit, sich so kommerziell an der internationalen Politik liegt. Sie sind nicht vernetzt mit dem Europäischen Dachverband von anderen. Das aber kann ich nehmen alle Assoziationen noch rekommandieren, zu gucken, ob es den Dachverband gibt, wo da für auch ein Division of Labor zu kreieren, für Stabisch subzudieren oder das fand ich auch ganz interessant. Zum Beispiel, wie ich in der Chambre war, und ich ganz viel von dem Development, Kooperation, Entwicklungszusammenarbeit gegangen ist, aber den da hat ja auch das Cercle des ONG, die ganz aktiv ist, mir von denen er keine Position hat, und ich oft geguckt, was sieht den Europäischen Dachverband Concord, dann schon oft mich und denen ihre Positionen dann orientiert für Decisionen zu machen, oder wenn ich reden müsste schreiben, wenn ich die Kooperation an der Chambre, da habe ich immer geguckt, für das Position von Concord, für das Position von Cercle des ONG, voilà. Mais ich kann mal sie dir am Move ko sie am Pafen an dem Schengen sie dir Lodo oder wo sie da zu dumme denken okay ja muss ehrlich so och net kann steht nicht raus so ich sind nie an der Umweltkommission ich sind net an der Umweltkommission mit trotzdem dann generiert dich nicht der Politiker durchzubauen, invitiert froh zu für Gespräche. Wir sind accessibel, wir sind besonders zu Lützeburg fand ich, als das ist die viel, wenn ich invitiert gesehen, ist die auch kommen, wenn ich invitiert gesehen. Jeder weißt du, generiert dich nicht. Aber wenn der Gefühl kriegt, da könnte ich auch reden, dann generiert dich okay, also jeder weiß, kommt, geht bald geht bei Parteien vor die Rendezvous in enger Entrevue und von dem ganz konkrete Projekt an einer Gemeinde zum Beispiel geht vor die Rendezvous bei den verschiedenen Fraktionen oder voilà. Nur noch vielleicht die Kultur nicht, weil ich schön fand, zum Beispiel, wo man nicht die Kultur, dass man als Kommission, als politische Kommissionen Lobbyisten invitieren. Ich war jetzt 25 Jahre in der Gemeindepolitik. Du wäre gut gewesen, wenn dann an einer Umweltkommission mal eine Organisation wie dir kann fürsprechen an hier die Probleme präsentieren. Das wäre eine Sache für Kultur, die man muss entwickeln und weiter für mehr Demokratie und besser das ist für ein Gemengewahlprogramm von den Parteien vielleicht die nächste Gemengewahl stehen. Das vielleicht mit schon viel über Europa geschrieben, mir man vielleicht uneinkehr ob Erfahrung als Lützeburger Deputierten zurückgreifen. Wie lief das genau eigentlich auf? Wie geht die von Lobbyisten kontaktiert? Also für dich ist es mal so, dass ihn zu Lützeburg, an dem kleinen Lützeburg, da ganz viel kennt, weil er sich auch dauernd die Wörter lebt. Ne? Das ist ja definitiv so. Ne? Ja, das eben Lützeburg. Es lebt doch da vieles informellen Plan, wann er sich beginnt, dass da Sachen beschwert gehen. Ja, an zu Lützeburg, ich finde, wir stehen am Telefonsbuch, die Milchpolitiker, wir sind Rückruf gehen, vielleicht kommt der Lunch kommen. Das ist, ich fand immer besser, wenn er formell geht, wenn er wirklich organisiert möchte. Strukturiert dann organisiert, man den Bericht, dass ich etwas hört, an der Hand hört, keine Hilfe zu so, nein, wir konnten etwas auf hier bringen. Und das ist doch ein Monitoring, dann guckt das nicht einfach, wenn man denkt zu schwätzen, sondern dann merci. Ich hatte gleich vor, ob dieser Platz auch expliziert, dass es regelmäßig wirken, dass Assoziationen, Vertreter von der Zivilgesellschaft, von den Parteien, von den Chamberfraktionen empfangen gehen. Das gibt dann noch ganz tags von den Parteien an den Fraktionen nur kommuniziert. Geschieht da nur bestimmte Kriterien?
in der wegen Voraussetzungen akzeptieren Fraktionen oder Parteien so eng Entrevue? Also ich war ja 16 Jahre lang in der Chamber an der LSAP-Fraktion und da hat man all die Fraktionssitzung. Und der nächste Punkt war immer die Invitationen, die man kriegt, für zu hinzugehen. Und der zweite Punkt war die Demande von Entrevue Leute, die als wollten gesehen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass man da so viel refusiert haben. Dass dann immer die von der Deppesfahrt mal d'Enseignement zu dienen hat, da sind die 3 Deputierten, die an der Edukationskommission waren, die dann ein Datum fanden, haben sich getroffen mit denen Leuten. Da wird ja auch meistens so ein Foto gemacht, eine kleine Kommuniqué gemacht, den dann immer aber auch aufgeschwärzt wird, wann die Leute das wollen, muss. Sind auch vielleicht die wollen kommen, dann nicht wollen, dass man da nur Kommuniqué drüber machen. Wir hatten aber da regelmäßig Austausch, und dann weiß ich auch, dass die meisten, die kommen sind, für noch bei der CSV waren oder bei den Geringe waren, dass sie eine Tour von der Parteien machen. Ich meine, da ist aber eine Kultur da, die relativ gut funktioniert. Ich kann mich nicht erinnern, dass man so viel, das geht noch kein richtig Kriterien, dass man da gesagt hat, die da will man nicht gesehen, dass man meistens gesagt hat, ja, wir mussten sie gesehen, auch die, wo wir wissen, dass es nicht agreeabel ist, die muss ihn einfach auch treffen. Muss ich den aktuellen Abhänger gehen, als da zum Beispiel ein Kriterien, das gerade auch ein Gesetz an der Prozedur ist, zum Beispiel ein Projekt? Natürlich, die meisten sind liiert mit einem Gesetz, was können, oder einem Missstand, wo sie hätten, dass sie Gesetz können. Wir sind noch begleitet gehen, heißt, wenn man als Deputierten auch die Möglichkeit, eine Proposition de loi zu machen. Das mir so in der Geschichte an der Regierung, wir haben eine Proposition de loi. Ich meine, die berühmteste ging ich meinen als Euthanasiegesetz, das ist ja eine Proposition de loi gewesen, 24 Jahre vom geringen Deputierten Musa vom LSAP, von der Madame Lydie R. An die haben ja ganz viel zusammen geschafft mit der Association, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, pour mourir en dignité. So ist das Ganze so entstanden als eine Lobbyarbeit, wo dann 2 Politiker eine Proposition de loi gemacht haben. Und selten ist es ja, dass eine Proposition de loi packt, für zum Gesetz zu gehen. Und das hat wirklich ein gutes Succès gegen Schmenge, wo ihr gesagt, dass das von innen, von der Zivilgesellschaft, über 2 Politiker, die Courage hatten, damals für das zu machen, und so ist das zu einem Gesetz kommen, als Gesetz für Dignität können zu sterben. Die gibt also schon den Vertreter von der Zivilgesellschaft rekommandieren, sich nicht zu genieren, ruhig den direkten Kontakt zu sichern, die Entrevuen unzufrieden, das natürlich froh, mit wem ist es mehr Sinn zu schwätzen, mit der Majorität oder mit der Opposition? Es hängt davon ab, soll keine Berührung sein, soll nicht so, wir gehen immer mit der Majorität, auch die Opposition kann Heinz das bewirken, nicht immer, das ist natürlich mehr einfach, von denen der Majorität das mehr, soll ein Stück keinen Unterschied machen, soll weil sie alle gut gehen, und sie alle gut ausschwätzen. Die Opposition kann natürlich dann immer ein Schritt dabei legen, wenn dass sie von der Majorität, das wird ja schon mit Händen gebunden, schafft die vielleicht da mehr im Hintergrund, ich war ja 25 Jahre Opposition an der Gemeinde, an der Stadt Lützeburg, leider immer mit einer Opposition, ich habe aber viel Interessevereine gesehen von der Quartier, ich habe viel verschiedene Gewerkschaften gesehen, schon Vertreter von den Arbeitnehmern und Arbeitern gesehen, das war immer ganz interessant. Ja. Der persönliche Kontakt als immer von viel Teil, wenn ich das richtig verstehe, wie ist es mit schriftliche Stellungnahmen? Da gibt es ja auch Leute, die sich ganz viel mehr machen, Stellungnahmen zu schreiben, Avien oder länger kommunizieren. Hand auf Herz, gehen die gelesen? Es schon der Zivilgesellschaft, mit denen ich als Deputierten immer zu dienen hat, gesagt, wenn der Navi hat, schreibt der Chamberpräsident, also dass gehört als Dokument parlamentär. Maurice, du hast ja lange an der Chambre auch geschafft. Da kriegt das Dokument dynamisch nicht mehr wie das Gesetzesprojekt, und kriegt einen kleinen Zoll drüber. Der Conseil d'État ist oft Nummer der 1, der 2, das Chambre des Salariés oder dann ist es ein Dokument, ein offizielles Dokument, das am Bericht von der Chambre, also von der Chamberkommission ein Rapport möchte über das Gesetz,
dann geht jo iwwer all die Avien, die kommen sind diskutiert, dann ass dat eng Part dann ass dat zitiert, dat gibt ein Trust davon, und dann, ich meine, dat hunnech immer so, wann der gehät, dass Stellungnahme wirklich seriös beholt, wenn es ein konkreter Projekt de loi ist, dann geht es daran als Dokument parlamentär. Natürlich aber kein Recht, pardon, wenn ich unterbreche, natürlich aber nicht Recht zu revendikieren, dass engem sing Stellungnahme als Dokument parlamentär unerkannt wird. Wen hält die Decision an nur welchen Kriterien? Ja, das an der Chamberkommission muss der Präsident von der Kommission dafür schwimmen und ein Avis kriegt, dass in dem Motto sieht d'accord, dass man das als Dokument parlamentär unerkennen. Und dann hoffen ich, dass Leute gelesen und dann sollen sie ja oder nein. Ich als Präsident haben sie natürlich immer gelesen und ich habe rekommandiert, meistens gesagt, das ist eine seriöse Stellungnahme, kommen wir holen das ran als Dokument parlamentär. Die viel Arbeit, die dazu bedeutet, so schriftlich Dokumente zu redigieren, die kann schon durchaus nützlicher, sinnvoll sein an Tag 4 bringen. Das kann der Wert sein. Also das kann der Wert sein. Der Versuch ist mal immer wichtig, der Wert. Okay. Ja, dazu letztlich, wie also für nach vielleicht mit präzis den Unterschied auch an der Envergure von der Lobbyarbeit rauszuschaffen. Als Bresel, als das diese junge Kopf von Lobbyisten, wie das gerne durchgestaltet wird. Das ist schon enorm. Also ich denke, das verreckt, wenn du aus dem Parlament rausgehst an die Straße rundherum und du so gesagt Schilder, den Gebührungsgebäude von den Assoziationen, von professionellen Interessensvertretern, von ökonomisch. Also das ist schon eine ganz Welt an der Brussels Bubble. Das ist impressionant. Aber will also als Deputiert in dem ausgesagt, gehen die Lobbyisten aber ganz gezielt und die Deputiert rund, die ihnen auch können führen helfen, weil so bei einem bestimmten Dossier schaffen oder geht mal querste streien, alle Mailbox von all einzelnen Deputierten so gemüllt. Die gehen ganz zibliert, die kommen ganz zibliert auf den Duell. Zum Beispiel, die kommen nicht mehr auf den Duell, wenn sie wissen, den Duell ist an der Kommission tätig, aber da größeren von den Rapporteur oder Shadow-Rapporteur, da kommen sie wirklich ganz gezielt. Und da müssen wir auch direkt ummelden. Da muss man mal gucken, sind sie am Register dran, darf ich mit denen tun oder nicht. Und dann gebe ich ein Beispiel. Ich bin noch in der Kommission Econ, das ist die für Ökonomie und Monetär Sachen, da sind verschiedene Direktiven, die mit der Finanzwelt zu dienen haben. Ich habe letzte Woche Kontakt mit der ABBL und mit der ALFI, das ja Vertretung von den Lützeburger Fonds, die haben noch zu Bresel ein Büro. Mit der hier Vertreterinnen hatte ich eine Entrevue, die mir gesagt haben, was hier Uleier sind zu den anderen Dossier. Ich hatte, was hatte ich noch? Dann zum Beispiel ist sie noch in der Kommission IMCO, das die für den Internal Markets, also für die Marché intérieur und Konsumentenrechte, da schaffen wir ja zu ganz wichtigen Legislationen, den Digital Market Act und den Digital Single Act, das für die ganze Digitalwelt, an die ganzen digitalen Marché zu regeln, wo wir ja wollen ein bisschen amerikanisch, Facebook, Google und so weiter, ein bisschen mehr Responsabilität holen. Da hat man natürlich dann Gäste auch von denen kontaktiert, und das ist ganz professioneller. Da mir klein, du lernt da vielleicht, da gibt es ein Lobby, das sind Bananenexporteurländer, das geht bis so weit, bis spezifische Projekte, ne? Die haben dann eine Agence, da gibt es Agenzen, die sich spezialisieren, für auf einem Sujet Lobby zu machen. Ne? Das ist dann über so eine Agence gelaufen. Das geht halt so, also bis schon eine Oper zu Brüssel, mit dem ich ganz gut bin, den als ganz gescheiter Mann, der schafft für ein Lobby, wo dann von nicht weil keine andere Arbeit gefunden hat, dann möchte die Lobby, das hört mit Plastik zu dem, das ja nicht schön ist, aber du siehst auch, wie die Sachen funktionieren. Das ist schon interessant. Wenn ich Lobbyist privat kenne, als Kollege, dann
gesagt, wie die schaffen, was du Geld daran abstößt von der Industrie. Die lassen sich das richtig aufs Kasten. Und dafür so ist es wichtig, dass auch die Zivilgesellschaft auch mal kriegt, dass da ein Gleichgewicht entsteht. Und die Leute, die Lobbyvertreter, aber haben diese schon gewisse deontologische Standards oder gibt es wirklich mit allen Tricken geschafft, y compris die Onkauscher für sich leider mal, was weiß ich, mal denken, Envelope oder eine schöne Reis auf die Seite zu ziehen. Das, also ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie in mir so gefeiert oder so. Ich sehe noch nicht so viel der. Sie wissen noch, wenn Sie bei verschiedenen Parteien gehen, dass das du wirklich, dass sie da nicht mal so Sachen können aufhängen. Ich weiß nicht. Also ich bin noch nie mit selbst konfrontiert. Schenkt es aber anscheinend, ja. Die sind an einer Reihe Kommissionen aktiv, deels als Member, deels als Suppleant. Schon gesehen an dem von der Beschäftigung als Sozialaffären sogar Vizepräsident. Als ein Doof, das müsste ja dann die großen Lobbyverbände, Gewerkschaften und Patronatsverbände sind, die große europäischen, mit denen du Kontakt hast. Ja, da auch immer. Also ich bin in permanenten Kontakt mit dem Europäischen Gewerkschaftsbund. Besonders weil ich hier gesagt habe, schon an der Direktive für die Lohntransparenz geschafft, wo es wichtig war, dass Personalvertreter auch richtig gut annimmt sind an der Direktive, dass die Rechte kriegen und so weiter. Da sind ich ganz viel mit denen in Kontakt. Business Europe, das dann Patronat, das auch die große mit denen, die versuchen natürlich dann auch hier ranzubringen. Die kommen immer mit dem Nämlichen, die so das Administrative Burden für Eis und so weiter und so fort. Dann entweder ich ihn immer, wenn er Matherbestimmt, dann muss er Conseil d'Administration dafür bereden, für das mehr frick macht. Das ist auch Administrative Burden. Da sind sie natürlich nicht froh. Aber die sind auch, von denen gehen wir dann auch geschrieben und geschwärzt. Aus all dem, was er gesagt hat, ich meine schon eine ganze Reihe gut Rutschle oder Rausgang und Vertreter von der Zivilgesellschaft fließen sich sollen abbringen. Was müssen sie sonst nachbringen? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass aber auch Leute gehen, die schon, dass sie vielleicht ihrer Sache kein Denkschlicht, ihrem Urlaub kein Denkschlicht, wenn sie zu viel obdränglich gehen, dass das dann berechtigt ist, oder kann ich ruhig mit Notdruck auch ein paar Mal andere nähen, probieren, etwas für sich selbst zu erholen. Oder ist das der effektive Punkt, wo die Politiker auch mal das noch mal kontraproduktiv gehen, dass sie sich sehen, hallo geht, aber durch die ja. Das muss ich ehrlich sagen, dass man auch schon herkommt, dass Leute, wenn sie permanent von den enormen Druck geht, dann bemol, da muss ich sich die Summe oder für nicht so das kommt selten für. Ich meine, die meisten sind professionell auch an die Wüsse, ja, ich meine, das hängt dann auch vom Politiker ab. Ich bin in den nächsten Frau mit Menschen, als ich kann auf den Stuhl kommen. Ich verdrohe noch relativ viel an andere, die vielleicht direkt an mir, ja, schon, ich weiß nicht. Mir ist das bei 1, 2 Mal auf 4 kommen, die wirklich von dir von meinem Büro gewartet haben. Wenn ich anruft oder eine Mail möchte, schlägt das mich nicht, oder sie kommen gesehen als, wie wenn die Leute sich so von der Chambre auf die Schlaueren, das ist etwas, wo ich dann immer, das ist, wo ich die 2, 3 Kehren, das ich wirklich nicht gerne hatte. Man kennt da schon ein Hasselmann quasi. Ja, Hasselmann ist ein bisschen. Das ist so, wenn sie da auf die Schlaueren an den Schnittkohl, dann nach Null laufen, man denkt, das kennt selten viel. Die meisten sind wirklich professionell, da lebt das auf einem flotten Niveau, auf einer Entrevue, da können wir einen Kaffee trinken zusammen. Heinz doch ganz spontan, vielleicht ob das für direkt. Du gehst aus der Chambre, da können oft lauschen sie no, kommen ja auch ONG oder verschiedene Vertreter von Lobbyisten auf der Tribüne bei einem Debat no lauschen, von Debat rief das gehen wir alle raus, und dann als Bemolino, komm ich in den Kaffee trinken, da können sie denken, das sind alles Sachen, die mich nicht stehen. Aber
schwätzt Politiker stell dich viel gentiment also oder bisschen Zeit für mich oder kann man rendezvous ausmachen davon der als spontan begehen op der Stroh such fand dass der das mir bezahlt dafür das ja als ein Job für Politik zu machen wir freiwillig. Gut, ich werde mal so weit durch den Katalog verfolgen, den ich mal präpariert hat und durch das über Mail eng froh kommen gewirrscht, wo ich froh wäre, wann die Person diese gestaltet, vielleicht selber denke, gib mir am Detail erklären, was sie du mengt, dass der Stellewert vom sogenannten elektronischen Lobbyismus, zum Beispiel über Sozialmedien, da wird froh abgeworfen, ob künstliche Intelligenz du eine Rolle spielt. Vielleicht kennt als die Person, die das leider vergisst den Namen dabei zu schreiben, den da geschrieben hat, als die mit dabei, kennt die das vielleicht mir im Detail nach erklären, was du mit gemeint hast. Sie kennen den Kampf hier. Okay. Ich kann vielleicht dazu etwas sagen. Ja, weil ich sehe wir gehen ich meine die schon so System aber wir kriegen heißt du mailen dass man 1000 Mail kriegen zu dem nämlichste Sujet und die nerve wirklich wenn nicht an dann gesehen auch zu kommen zu verletzen bei E-Mails-Adresse mit das einfach so ein Text den und das sind die auch nicht trop einfach weil ich mal so wenn sie nicht mal persönlich zwei Sätze Kinder so ich ist ein Text liest den an ich fand das mit geht einfach so Copycat Paste du kriegst dann 1000 Mal den nämlichste Mail bis zum Hachselement du den heißt du digital weil ich auch gar nicht verdrohen hast von meinem Facebook besonders sogar auf meiner privater Seite bemol eine Diskussion gelöst gibt das Leute offen auf meiner Wall ich will mein Wall im Schnitt sperren weil ich fand so nicht nee wann dann bemol du leid sich eine ganz Diskussion mit der ich bin nach mit zu Dingen hören oder die schon irgendwie kann kontrollieren wenn du sich zu streiten an was soll sie da hier machen aber nicht auf Menge Wall ja, das heißt du wo ich mal den digitalen ein bisschen Probleme haben. Wir hatten also die wo man Menschen haseliert gehen das war wir hatten einen Rapport am Europaparlament über Sexual and Reproductive Health Rights also über Rechte für eine sexuelle reproduktiv Gesundheitsrechte und du hast natürlich auch Rechte von der Frauen ganz stark dafür gehört wir gehen und ihr wisst dass es den ganz großen Anti-Gender-Movement gibt die als Film an die patriarchale Gesellschaft zurückbringen an die von der du immer bombardiert gehen mit Mailen an dem muss sie noch Briefe kommen Package aber so ganz kleine Plastiksfotos sind und das war wirklich das war ganz heftig. Bon, du hilft doch Parlament als an die Informatik du kannst dann das erstellen dass die Sachen der Ökonomie kommen also den Mailbox ich sehe noch mal von der Petitionskommission an da sind dann heißt du auch so Systeme wo die Petition dann wo de Mail net Petition immer christ mir für jeden denen erschrieben ist bin der Mailbox voll christ mit denen das sind dann so Sachen die echt fand ich kontraproduktiv sind wie Das ist ein gutes Stichwort, die europäische Petition. Wir hatten nämlich letzte Woche, hatte ich ein bisschen erklärt, das System von der Lützburger Petition, wo ja auch großes Potenzial dran ist, für nicht unbedingt Recht zu kriegen, an dem wir die verlangen, aber eine gewisse Öffentlichkeit zu kriegen für das Sujet, an den Debat an der Chambre plus an der Öffentlichkeit zu kriegen, dann noch Presse auf ein Thema hinzuweisen. Wie funktioniert eigentlich das System von der europäischen Petition? Ich kann das kurz erklären. Ja, die europäische Petition, das dann nämlich eine Gemeinde sieht, wie du sie mir als Kommission am Anfang Mama dran dezidieren, wir gehen am Anfang nehmen, dass eine Maschinerie für Drohnen am Parlament administrativ, die dann dezidiert, wer Kommissionen, wer Petitionen auf Nord oder Jour kommen, dann wird der Petitionär invitiert an Kommission. Normalerweise war das physisch am Covid war das dann
richtig fanden dann als Männer Opfer für den Petitionär mehr höheren Petitionär, dann hält die Kommission eine Stellung und dann schwätzen wir als Deputierte an dezidieren, ob wir die Petition ablosen, ob wir mehr wollen, und wir können bis zu eine Resolution gehen, die wir dann am Europaparlament aufstimmen. Ich war ganz aktiv bei einer Petition über Rainbow Families, wo die gefunden haben, dass dem nur, wenn es an einem Membersland ist, dass du dann den Elternschaft nicht mehr unerkannt kriegst, wenn zwei Frauen zusammen bestürzt sind, Kanton und dann an den anderen Polen oder an anderen Ländern gehen, dann gibt es nicht mehr unerkannt, Kanton, Kilian, Parental mehr und so weiter. Da hat man ganz viele Petitionen dazu, die da regruppiert gehen. Und da hat man dann noch, da können wir auch ein Hearing organisieren, wo Experten schwätzen, kann den Bericht erstellen lassen. Das Europaparlament hat ja einen formidablen European Parliament Research Service, die machen, das sind paar 100 Leute, mit Cherchern an Leute, Akademiker, die dann auch Berichte dazu machen, Dokumente dazu machen. Das können wir als Petitionskommission aufrufen, das kann übrigens auch Komitee aufrufen, nicht nur eine Petitionskommission. Und dann können wir an der Petitionskommission dezidieren, das ist so ein wichtiges Sujet, wir hätten gerne eine Resolution, da können eine Motion for Resolution herstellen, an Plenär, für dich geht an der Kommission ausgeschafft, dann aufgestimmt, und dann können Sie an Plenär, wo man dann die Kommission abrufen, guckt, fanden wir es wichtig, dass da legiferiert. Das sind dann positiven Ausschluss von der Ginne doch am Europaparlament Kriterien für das eine Petition überhaupt recevabel ist, gibt es doch ein Mindestzahl von Unterschriften, die so eine Petition das ist nicht, das System ein bisschen anders. Man kann da alles nur gucken, Site vom Europaparlament. Ich hatte bis jetzt eine Lützeburger Petitionär. Und das war eine Petition über Hygienebinden für Frauen, dass du kein kanzerogen Materialien und chemische Materialien dürften dran sind. Das war die einzige Petition, seit ich 3 Jahre dabei bin, von Lützeburg. Du hast leider nicht viel Zwiebel kommen, ob schon eine interessante Petition war. Wir dürfen darüber berichten, wir machen auch also Bericht als Kommission über Petitionen. An der Petitionskommission sind wir auch am engen Kontakt mit dem Europäischen Ombudsmann, das Madame Emily O'Reilly als ein formidabel irischer Ombudsmann, und sie ist auch ganz aktiv. Auch Petitionskommission, genau wie zu Lützeburg, beschäftigt sich als auch immer mit dem Rapport von der Mediatrice. Und das ist am europäischen Plan auch so. Und da redet ja nach der European Citizens Initiative. Da muss ich 1 Million Unterschriften kriegen, und da redet es gewissen Dingen, wie viele Memberstaaten müssen machen an Prozentagen, die ich noch nicht auswendig weiß. Aber auch das ist ein interessantes Instrument, natürlich mit ganz viel Aufwand. Noch da geht es alle Bericht darüber gemacht, wie viel da probiert und zu kriegen, was das geschieht, was kommt dabei raus. Und das ist so ein Instrument, das nicht genug bekannt ist. Wohin aber das am Anfang nicht eine Option für europäische Verbände, die da muss ich ganz professionell. Genau, ja. Es muss 1 Million Unterschriften sammeln, ja. Da müsste schon organisiert sein. Ja. Das war interessant. Du brauchst kein Minimum Kriterien, das macht spielen sozusagen. Ich schon die Leute nicht am Kap, ich muss nur gucken. Ich kann nicht aber von der Welt, kann ich, so es geht auf das Site von der Petitionskommission im Europaparlament, Google da einfach European Parliament Petitions, da ist alles genau erklärt. Wir kriegen an der Kommission, wenn wir bis Kommission haben, da ist schon der ganze Filter gemacht gehen von der Administration, wir Site sehen wir aber all Courier, den zwischen der Administration, das ist ganz transparent, all Courier, den zwischen der Administration und dem Petitionär hin und her gegangen, also zwischen der Kommission und dem Petitionär, also der Europäischen Kommission und dem Petitionär, das ist alles ganz transparent, da kann ich alles nur gucken. Ich weiß noch nicht, inwiefern die Leute doch können gesehen, welche Mengen, füge das mal hier, wirklich so relativ transparent sind oder fully transparent sind, Mengen, ich kann dir da doch nur gucken.
Das ist nicht mein Haupt, ich bin nach 4 Kommissionen, das ist nicht so ohne. Als letztes Jahr muss man vieles aufdecken. Wir sind nicht wie die Großländer wie in den anderen Fraktionen, rüstet Kollegen, die dann, wir mussten wirklich praktisch alle Dossiers wie wir noch beim Aufstimmen. Wie zum Beispiel hatten wir Aufstimmungen, da kriegen wir Voting Lists, da wird alle Amendamente aufgestimmt. Und der Chambre votiert ja just ja oder nicht zum Schluss über das Gesetz. Sind einzelne Amendmente, die nach der Plenär kommen, wenn sie sich an der Kommissionssitzung nicht gesehen, und das sind einzelne Votingliste von 20-30 Seiten, wo sie da muss ein Amendement gucken, sind ich oder 4 oder sind ich oder gehen, dann wird das alles auch transparent. Pardon, sind wir vom Thema Petitionen aufbauen. Pardon. Kann ich denn eine Petition zu europäisch relevanten Themen machen oder kann ich eine europäische Petition zu national relevanten Themen machen? Es muss schon, ich meine, das genau nämlich wie bei der Petition zu Lützeburg, wenn es so viel etwas Lokales ist, da wird gesagt, das ist nicht kein Intérêt national. Es muss schon eine Verbindung sein mit einer europäischen Legislation oder ein Thema sein, das den europäischen wenn das Problem ist mit den 4 Freiheiten, die wir haben, wenn mit der Mobilität zu dienen, das sind Sachen, die kommen da ganz viel, mit einem ganz großen Teil von Petitionen, die von Menschen mit Behinderung kommen, über die Accessibilität. Wir haben ganz viele Petitionen, die mit den fundamentalen Rechten, Menschenrechten zu dienen, Diskriminierung, das sind so die Hauptpetitionen, die haben ganz viele Umweltpetitionen, ganz viele Umweltpetitionen, wo zum Beispiel Kohlewerker Polen dann eine Influencer durch Tschechien hat, wo Tschechien eine Petition ist, mit ganz relativ viel Umweltpetitionen. Das sind praktisch die meisten Umweltpetitionen. Wenn der Jacke als Interesse guckt, denke Nord de Jour von seiner Kommission an, und da sieht er, dass das großen Teil Umweltsachen sind. Weil die Europäische Union am Punkt der Umwelt relativ viel Kompetenzen hat, und ich meine, an den Memberstaaten haben wir hatten die Gesetzgebungen an unsere Länder nicht, weil nicht von Europa aus immer viel Input kommt. Voilà, ja, wie gesagt, also ich war nur sicher mit dem, was ich präpariert habe, so weiter durch. Sind vielleicht Frohen nach von Leuten, die es nur geleistet haben, Frohen, die auf Stur bleiben oder bleiben sind. Okay, jetzt schauen wir. Cornelia Baum. Jo, das sind ich, voilà, los sind ich bei ihr, moin. Voilà, ich wollte mal fragen, wie ist das eigentlich mit nationalem Recht? Wenn man also wirklich auf europäischem Niveau schon eine Art Gesetzesentwurf haben oder so etwas, geht da an all einzelnen Nationalgesetz geguckt und geht es dann irgendwie eine Majorität geguckt, an so und so viele Länder ist das schon und dann sieht er dem Gesetz mehr ab oder auf was basiert sich Europa? Weil am Anfang hat Europa ja keine eigene Konstitution, wenn das so wollt, oder ging ich da falsch? Und da muss ich immer aufweihen, die Insel, dass sie irgendwie mehr föderalistisch als sie können ja, also eigentlich geht es nicht, wo ihr auf europäischem Niveau euch drauf steipen könnt. Ihr müsst immer für eine Föderation, für ein ganzes Klöpfchen eine Entscheidung treffen. Wie geht das an der Realität? Okay, das ist eine interessante Frage. Also, wir haben keine Konstitution, wir haben aber Treaty. Wir haben Treaty, an den letzten Treaty aus dem Treaty von Lissabon. Du hast genau beschrieben, welche Kompetenzen die Europäische Union haben. Wie Kompetenzen, wo die EU voll Kompetenz hat, das ist besonders an der Agrarpolitik, haben wir viel Kompetenzen am Außenhandel, am internationalen Handel, Handelsverträge, das ist eine geringe EU-Kompetenz, und dann haben wir Kompetenz partagieren, und dann haben wir Domänen, wo wir nicht viel Kompetenzen haben, das ist die Education,
oder Gesundheit an Dofiratiolog durch die Covid die ganz Idee opkom eng European Union of Health eng Gesundheitsunion zu kreieren an am gangen lo am Kader von der Konferenz über Zukunft von Europa mat den Biergerinnen und Bierger zu diskutieren, wie man Europa in Zukunft können besser gestalten und hey nicht von der Biergerinnen und Bierger, dat die meist so wir müssen Europa mehr Kompetenzen geben. Wie geht das lo, wenn man einen Gesetzestext kennt? Nicht gesagt, wenn die Kommission mit einer neuen Idee kennt, dann schickt sie das auch an das Nationalparlament, also schickt das an die Länder, da können die Zivilgesellschaft, Gewerkschaften, normal Menschen, die wollen, mehr besonders Parlament muss da seine Hausaufgaben machen, die machen Subsidiarität, wenn ein Dokument das gesagt wird, die muss das Subsidiaritätscheck machen. Das heißt Subsidiaritätscheck. Das heißt, also besser, als das da effektiv etwas wird besser europäischen Plan geregelt wird, oder wäre es besser, die Länder gegen so eine Gesetzgebung machen. Das ist nur ganz simplifiziert, ein bisschen zu erklären, was den Test der Subsidiarität ist. Dann muss die Chamber, dann gehen die Nationalparlamente hier immer wie over so das gut. Wir fanden das schon ein gut Sache oder wir wollen okay Fall. Am dann ist ja, wenn es ein gewissen Zahl von Parlamenten so ein okay Fall, da können sie die Karton Rouge oder Karton Jaune zählen und da muss die Kommission Dinge bei einem Karton Jaune musste sie zurückziehen, aber den verschaffen ein bisschen ändern, aber im Karton Rouge, da das von den ganz großen 12 Parlamenten dagegen sind, da muss die Kommission die Legislation an Probelgeheim an bringen. Wie gesagt, da sind zweimal recht geschieht. Dafür ist es nämlich wichtig, dass die Nationaldeputierten mehr selbstbewusster, mehr ihrer europäischer Dimension bewusst gehen. Dafür sind ich so froh, dass wir im Europaparlament noch ganz viele Junge haben, die auch zurück an die Nationalpolitik gehen. Und nicht nur die wie ich schon gemacht habe, wie das ein bisschen an der Tradition war, du fängst an dem Land an und da gehst du an Europa. Das ist wirklich gut, dass immer mehr Junker, mehr Lützeburger Junker, wie den Christoph Hansen, an Monika, an Tilly als junger Jung, die dann zurück, das ist der nationale Politik immens gut verleiht, für die mal an Europa aufhängen und dann zurückgehen. Das ist etwas, was immens wichtig wäre. Ich muss noch eine Präzision. Geht es so etwas wie ein Staatsrat auf europäischem Niveau, die Arbeit an ihrer Platz macht, für zu gucken, wie ist es dann mit den nationalen Gesetzgebungen? Weil ich meine, da klingt noch schrecklich viel Arbeit, wenn man muss gucken, wie ist es dann in den einzelnen Ländern. Geht es nur speziell so etwas wie Staatsrat? Ich meine nicht, gell? Nein, es gibt kein Staatsrat, es gibt ja Co-Legislateur. Es gibt ja den Conseil, also den Rat, also die Ministerin, das ist ja der Co-Legislateur. Ne? Die gucken natürlich, wie es mit diesem, das schon durch ein Gleichgewicht, die gucken hier Interesse natürlich oft. Und da ist ja das Problem, dass dann oft verschiedene gut fortschrittliche Gesetzgebungen blockiert gehen, weil einzelne Länder nicht damit d'accord sind, weil verschiedene Domänen, die man mit den Traités sieht, an denen da ein Sujet muss unanim am Conseil aufgestimmt gehen. Und dafür haben wir ganz viele Blockagen. Zum Beispiel ein Direktiv, die Vivian Reding abgebracht hat, Women on Board, das ist, dass mehr Frauen müssen an der Verwaltungsrat sein. Die ist ja jahrelang blockiert in Deutschland, und Merkel war da gehen. Da ist eine neue Regierung in Deutschland, da haben wir die gute Nachricht vom Conseil, dass die Direktiv deblockiert wird. Mit einer anderen Direktiv, wo ich mich schrecklich dafür einsetze, die seit 2008 blockiert das ist eine horizontal Antidiskriminierungsdirektiv, die als blockiert Polen und Ungarn blockieren, die, weil du auch, oder die Istanbul-Konvention, Konvention vom Conseil de l'Europe über gegen Gewalt für Frauen, geht häusliche Gewalt, die ist blockiert, dass die Europäische Union dazu beitritt, weil verschiedene Memberländer sie auch noch nicht beigetragen an die es blockiert, weil doch das Problem von der Unanimität ist. Das hat die Kommission aber auch gemacht. Das Woche, das war gut, internationale Frauentag, mit Kommissarin Dalli eine neue Initiative für eine Direktiv. Und da müssen die Länder sich dann umsetzen, ein Direktiv über Gender-Based Violence herabrufen, sodass man aber dann dynamische Standards kreieren wie die Istanbul-Konvention, und dann müssen die Länder die an hier nationale Gesetzgebung umsetzen. Da wird man natürlich dann als Polen, als Ungarn, als
von verschiedenen Organisationen schrecklich negativer wie dazu kreieren. Auf jeden Fall das ist wieder ein Direktiv und dann hoffen wir, dass die dann durch können. Und das hängt dann immer auf, wenn das die legale Basis von der Direktiv, ist das eine Basis, wo wir eine Unanimität brauchen, oder ist das eine Basis, wo eine Majorité qualifiée durchgeht. Das ist schon kompliziert. Wie hat das festgelöst mit dem ob Unanimität oder halt Majorität? Das ist ja alles am Treten. Ah ja, okay. Das ist interessant, dass die Bürgerinnen und Bürger, die letzten Wochen die Citizen Panels, wo Bürgerinnen und Bürger, die ausgesicht sind, randomly, die an der Konferenz über Zukunft von Europa mitmachen, und da wirklich super Ideen rausbringen, Rekommendationen, und die so nach Europa immer durch die Unanimität immens gebremst, und dafür müssen wir die Unanimität am Conseil aufschaffen, besonders am Conseil von den Außenministern. Wir hatten von den Außenministern und auch an der Finanzpolitik, dass wir da auch weiterkommen mit Transparenz, mit Steuergerechtigkeit. Ich habe gestern nach einer Rede über Simple and Fair Taxation mich auch angesagt, dass auch am Punkt, da bin ich dann halt so kritisiert zu Lützeburg für verschiedenen Lobbyisten, die echt da für die Finanzwelt sind, die so, nee, wir müssen da können der Veto anlehnen. Ich bin immer der Meinung, dass gut ist das für Europa, also für mein Land gut. Fanden, dass man, wenn wir Europa weiterbringen, müssen wir von der Majorität, von der Unanimität wegkommen. Und wir müssen mit Mehrheit, mit Majorité qualifié führen. Merci, ganz interessant und voll d'accord. Das ist gut, super, merci. Ja, dann tun wir halt noch eine weitere Rückmeldung, dann ist dann Nils Lechfeld. Ja, moin, merci Marianne. Schon so froh, dass ich nach, wenn ich das richtig mitkriege, und dann ist letztes Jahr sogenannten Kompetenzzentrum für Bürgerbeteiligung an deliberativ Demokratie en place gesetzt gehen. Was wird das genau damit auf sich? Und ist das doch ein Outil, den den als ONG nutzen kann? Und die zweite Frage, die schon das referiert schon ein bisschen auf die Frage von Fiedrum mit der digitale Lobbyismus. Gibt eine Plattform, die sich Synapse nennt, was eine europäische Plattform ist, wo in so E-Communities kann gründen, wo dann ein Experten diskutiert soll gehen. Ich finde die selber noch nicht genutzt, aber was das dort sind, da handelt an den Austausch von der Plattform, geht den auch unter europäischem Niveau weiter. Also, das heißt, ich habe ein gutes Beispiel, dass es wichtig ist, dass mehr Politiker mit der Zivilgesellschaft zusammenkommen, weil von Synapse ich noch nie erzählen, ich werde mich mal informieren. Ich kenne die Plattform nicht, aber ich fand das sind eben neue Wege von Demokratie, von partizipativer Demokratie, die muss fördern. Und ich fand partizipative Demokratie als Komplementar zu der repräsentativer Demokratie am wir sind noch im 20. Jahrhundert. Und dafür ist es schon wichtig, dass es so Möglichkeiten gibt. Ich werde mir das angucken, die Plattform. Was deliberative Demokratie angeht, da haben wir eine gewisse Versicht, haben wir Versicht am Kader von der Konferenz über Zukunft von Europa, mit der das auch kein richtig, da sehe ich der partizipative noch nicht deliberativ, da hängen wir an Europa noch ein bisschen an drin. Ich bin aber ganz froh, dass es am Europaparlament los Stagiaire gibt, den Lützeburger, der ganz spezialisiert ist an der deliberativen Demokratie, mit dem ich noch ein paar Mal schon erster war, an dem wir, wo ich am Gang sind, viel über das Konzept von der deliberativen Demokratie gewollt zu gehen. Und ich meine, das ist etwas, was in Zukunft wird viel mehr müssen gebraucht gehen. Da habe ich zu Bresel ein paar Beispiele verfolgt von Kommunen. Bresel besteht ja aus verschiedenen Kommunen, die auf das System von der deliberativen Demokratie übergegangen sind. Ich meine, am Moment sind wir in Europa nach leider ein bisschen weit davon weg. Schon der Versuch von der Konferenz über Zukunft von Europa schon eine gute war.
das wäre echt der Partizipativdemokratie. Wir sollen da, ob schon auch Mensch sieht, wir gehen immer dann die Bürgerinnen Vierrecht an Mirastrom hin und no, und da soll man hin zusammen an den Working Groups am Kader von der Konferenz über die Zukunft von Europa Positionen ausschaffen, inwiefern die sind nicht der partizipativ und deliberativ Memo. Mit das ist ein interessantes Konzept an ich hoffe, dass die deliberativ Demokratie auch zuletzt in Zukunft wird kreieren. Okay, vielmals merci. Van der Welt wat rich interessiert dofir schickt mein E-Mail, da setzen ich Kontakt mit Jeff van Leukech, da kann ich Kontakt setzen mit dem Lützeburger, der wirklich sein Diplom habe an den auch für eine Firma schon geschafft hat, die deliberativ Demokraties Evente organisiert, da kann ich mit dem Kontakt setzen. Okay, gern, das ganz live, dann der meine Staat kommt darüber dann zurück. Merci. Ja. Keine weitere Rückmeldung von einem vorhergehenden Moment. Nee, keine Rückmeldung. Ich Kamera herum. Ja. Naja, dann soll ich nur noch, ja, da soll ich nur noch 2-3 Bilder zum Schluss. Also die nächste Sitzung, die ist nächste Ende, von 9 bis 11 Uhr an der Chambre. Und da ist es wichtig, dass da Kastidentität dankt für den Covid-Check und natürlich auch für den Covid-Check selber. Auch da ist wichtig zu sagen, die Entrée ist an der Rue de l'Eau, das ist die Straße, die, wenn man mit Blick auf die Chambre guckt, also wenn du jetzt langscht geht Richtung Fischmarkt, da ist das ist nicht direkt viel. Ich denke aber, die können das nicht verpassen, weil wir gehen aber immer lieber gucken, ob nicht irgendwen oder irgendwen 400 Chambre steht. Voilà, das nach dazu. Ja, merci und allen Menschen, den heute war. Merci den allen Menschen und allen Menschen, den heute war, dieser echte organisierte, geht dann den Kopf ist schon hin. Merci und allen Menschen, den du allkehrst, dass dabei war und nur geleistet hat. Ja, nach ein größte Merci und Marc Angel sei ganz spontan ansprungen. Natürlich auch dem Maurice Molitor dafür, dass die zweite Kehr auch noch dabei war. Voilà, dann. Just eng Sache nach von der Geräfe nicht zu Brüssel lass geniert dich nicht mich zu kontaktieren wann den Brüssel Mission 3 eng wo am Mon zu Straßburg mit der Recht sind immer zu Brüssel wann der zu Brüssel sieht geniert nicht ruft mich schön oder guckt dass mich kontaktiert dann kommt weiß nicht das Parlament ganz gerne okay Merci. ja.